Benobi war das, der Song, ein Loblied auf das Handwerk und die Handwerkerinnen. Schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen hier im IHK Campus und auch zu Hause auf dem Livestream. Ja, wir haben bewusst mit dieser Musik angefangen, weil das einfach Schwung in die Bude bringt, dieses Loblied auf die Handwerker und Handwerkerinnen, Menschen, die anpacken, die was bewegen und die unsere Zukunft schmieden im wahren Sinne des Wortes. Wie gesagt, es bringt einen positiven Spirit. Benobi weiß, wovon er singt. Übrigens, er ist Physiotherapeut und hat in der Corona-Zeit seine Praxis saniert und hat ganz viele tatkräftige Menschen gebraucht und noch mehr Respekt bekommen für Berufe wie zum Teil ihre Berufe, um die es heute geht, deren Image wir stärken und verbessern wollen. Ja, wie gesagt, jetzt haben wir Schwung in der Bude und mit diesem Schwung wollen wir starten in diese schöne Veranstaltung des Wertebündnisses. Ich freue mich sehr, dass ich Sie begleiten darf durch den Vormittag. Ich darf mich noch mal kurz vorstellen. Mein Name ist Ursula Heller. Die ein oder andere kennt mich vielleicht vom Bayerischen Fernsehen, wo ich im Moment fast jeden Tag zu sehen bin, weil auch bei uns der Krankenstand sehr hoch ist und die Themen alle brennen, allesamt. Ich habe eine besondere Beziehung zu diesem Thema und damit auch zu vielen Menschen hier im Saal und auch da draußen. Ich habe nämlich auch die Auftaktveranstaltung moderiert des Wertebündnisses. Das war unglaublich, 2010, ich musste das nochmal nachschauen, so lang ist es schon her. Damals waren wir noch ein kleiner, extrem idealistischer, engagierter Haufen, sage ich sehr liebevoll. Und inzwischen ist da eine Riesensache draus geworden. Ich habe mit Freude und auch mit Stolz auf Sie, mit Respekt für Sie gesehen, inzwischen sind es 230 starke Partner, die zusammengeschmiedet sind, zusammengeschweißt sind. Das ist eine tolle Sache und viele, viele großartige Projekte haben Sie miteinander gestemmt. An einem dicken Brett, an einem ganz besonders dicken Brett wollen wir heute gemeinsam bohren. Das ist heute quasi der Startschuss. Berufliche Bildung. Wie sorgen wir dafür, dass wir da endlich weiterkommen? Sie können sich vorstellen, ich als Moderatorin, das Wort Fachkräftemangel, also ich kann gar nicht mehr erzählen, wie oft ich das in den Mund genommen habe in meinen Nachrichtensendungen über die letzten 20, 30 Jahre, ohne dass sich großartig was verbessert hat, natürlich so im Bewusstsein, aber die Lücke wird immer größer, der Bedarf immer größer. Ich habe letzte Woche eine Veranstaltung moderiert in Berlin. Sehr wichtige Veranstaltung, da ging es um die Wärmewende, also all das, was jetzt diskutiert wird mit Gaslieferungen, Gasstopp und so weiter. Sanierungsstau in deutschen Heizungskellern, jetzt mal abgesehen von der Gasgeschichte, diese Wärmewende zu wuppen, ist auch eine Frage der Fachkräfte. Und da fehlen ungefähr 60.000 Monteure. Das ist eine unfassbare Zahl. 60.000. Und das sind Menschen, die einen sicheren Job hätten, wenn sie sich denn entscheiden würden, diese Ausbildung zu machen. Also das nur als kleines Beispiel. Wir werden gleich viel diskutieren, haben ganz viele tolle Menschen hier heute im Boot. Lassen Sie sich überraschen. Ich stelle die jetzt noch nicht einzeln vor, sondern beginne, wie sich das gehört, mit unserer Gastgeberin. Bei der Vollversammlung des Wertebündnisses ist es immer so, dass die stattfindet bei einem der starken Partner. Heute ist es der IHK Campus. Toll, dass wir hier sein dürfen und Sie strahlt mich schon richtig an. Begrüßen Sie mit mir ganz herzlich. Sie dürfen auch zu Hause klatschen, das tut Ihnen auch gut. Kaffeetasse aus der Hand und klatschen. Gerti Oswald. Vielen Dank, Frau Heller, für die charmante Anmoderation. Sehr geehrte Frau Dr. Taubenberg, sehr geehrter Herr Schmidt, liebe Referentinnen und Referenten, liebe Wertebündnispartner, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ein herzliches Willkommen und Grüß Gott auch von mir zur heutigen, ja ganz besonderen Sitzung des Wertebündnisses Bayern. Wir, die bayerischen IHKs, freuen uns sehr, Sie alle heute nach 3 ja doch ganz außergewöhnlichen Jahren erneut als Gastgeber hier am IHK Bildungscampus begrüßen zu dürfen. Das Wertebündnis Bayern und seine über 230 Partner engagieren sich seit nunmehr, Frau Heller sagte es, 12 Jahren in vielfältigen Initiativen und Projekten dafür, junge Menschen über Wertefragen zum Nachdenken zu bringen. Dieses Engagement ist in Zeiten wie diesen wichtiger denn je.
Angesichts auch der zahlreichen Unsicherheiten und globalen Herausforderungen ist es klar, dass ein belastbares Wertegerüst Halt und Orientierung gibt. Letztlich stellt das auch die Richtschnur für das eigene Handeln dar in einer immer unübersichtlicheren Welt, eigentlich wie so eine Art innerer Kompass. Und die Grundlagen für diese Entwicklung eines eigenen Wertekompasses werden natürlich in der Kindheit und in der Jugend gelegt. Und ein Wertekompass ist gerade auch aus meiner Sicht im Wirtschaftsleben von besonderer Bedeutung, denn unsere Kinder von heute werden dann auch die ehrbaren Kaufleute von morgen sein, sollten sie sich für einen Berufsweg in der Wirtschaft entscheiden. Und gerade deswegen messen wir dem Wertebündnis auch mit seinen vielfältigen Projekten eine so große Bedeutung zu. Umso mehr freut es uns auch, dass sich das Wertebündnis in diesem Jahr einem Herzensanliegen der bayerischen IHKs und Herr Vielbeck, Sie werden mir hier zustimmen, auch der HBKs widmet, nämlich dem Wert und der Wertschätzung der beruflichen Bildung. Ihnen, liebe Frau Dr. Taubenberg, ganz herzlichen Dank auch dafür an dieser Stelle. Dem bayerischen IHK ist es Auftrag und Verpflichtung zugleich, die bayerische Wirtschaft in der beruflichen Bildung zu fördern und natürlich zu beraten, denn die bayerischen Unternehmen sind darauf angewiesen, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortungsbewusst und zukunftsorientiert agieren. Ausgezeichnete berufliche Bildung ist dafür unverzichtbar und muss als diese auch wahrgenommen werden. Und dafür setzen wir uns in vielfältiger Art und Weise ein, sei es mit unserer Kampagne Pro Duale Ausbildung, der Elternstolz-Kampagne, die wir 2015 auch gemeinsam mit den Handwerkskammern und dem Bayerischen Wirtschaftsministerium gestartet haben und die auch verlängert worden ist aufgrund ihres Erfolges unlängst. Und dabei wollen wir Eltern überzeugen, die ja sehr großen Einfluss auch auf ihre Kinder haben, was den Berufsweg anbelangt, dass eben berufliche Bildung nicht die Second-Best-Lösung ist. Oder auch mit unserem Projekt, den IHK-Ausbildungsscouts, da gehen eben die Auszubildenden gehen in allgemein bildende Schulen und sprechen dort mit den Schülern, sind Botschafter der dualen Ausbildung und stellen dort ihre Ausbildungsberufe vor und werben auch dafür, damit die jungen Leute auch diese kennenlernen. Und ich freue mich sehr, dass auch mit Katrin Hill heute eine Vertreterin der Ausbildungsscouts unter uns ist. Und last but not least, wir haben auch eine Qualifizierungsoffensive für unsere über 30.000 Ausbilderinnen und Ausbilder in Bayern auf den Weg gebracht. Die sind im Januar sehr erfolgreich gestartet. Und hier schulen wir unsere Ausbilder in den beiden Megathemen Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Und auch Ausbilderinnen und Ausbilder spielen natürlich eine wichtige Rolle bei der Bildung des Wertegerüstes und der Wissensvermittlung für Jugendliche. Und sie setzen letztlich die Kette Eltern, Kindergarten, Schule mit Lehrkräften fort. Kurz gesagt, sie vermitteln eben nicht nur Fachkompetenzen, sondern sie bilden auch Herz und Charakter. Ich freue mich sehr, dass sich heute so viele Vertreterinnen und Vertreter unterschiedlicher Organisationen die Zeit nehmen, über den Stellenwert der beruflichen Bildung zu diskutieren. Ganz besonders freut es mich, dass auch die dabei sind, um die es heute geht, nämlich die Auszubildenden, die ihre Auffassungen, beeindruckenden Karrierewege und Planungen mit uns teilen. Und dass man mit einer beruflichen Ausbildung sehr erfolgreich sein kann, zeigt auch das Interview unseres bildungspolitischen Sprechers der bayerischen IHKs, Hubert Schöffmann, mit unserer Landtagspräsidentin Ilse Aigner, das Sie ja gleich noch sehen werden. Mir bleibt es hier an dieser Stelle noch, Ihnen eine inspirierende Veranstaltung zu wünschen, von der Sie hoffentlich viele neue Denkanstöße, Ideen und Inspirationen für Ihre eigene Arbeit mitnehmen und übergebe damit wieder das Wort an Sie, liebe Frau Heller. Danke. Herzlichen Dank, Gerti Oswald. Dankeschön. Ja, und Gerti Oswald hat schon angekündigt, was jetzt kommt. Das Wertebündnis braucht und hat starke Partner und Partnerinnen. Und das beginnt ganz oben an der Spitze des bayerischen Staates, Freistaats. Bei der Landtagspräsidentin Ilse Aigner hat viele Schirmherrschaften übernommen für diverse Veranstaltungen. Sie
gerne heute hier gewesen. Sie brennt für dieses Thema, hat aber einen anderen Termin, lässt alle ganz herzlich grüßen. Und wir haben, wie gesagt, ein Interview mit ihr aufgezeichnet, bezeichnenderweise am Weltfrauentag. Das hat perfekt gepasst. Und dieses Interview hat Hubert Schöffmann geführt, bei der IHK München und Oberbayern für die berufliche Bildung zuständig. Sie werden gleich hören, die beiden haben eine gemeinsame Vorgeschichte. Ilse Aigner ist die perfekte Botschafterin für unser Thema, denn sie ist der lebende Beweis dafür, ja, was man alles werden kann, wenn man was Gescheites gelernt hat. Jetzt sehen Sie das Interview. Also für mich heute eine ganz besondere Freude und Ehre, mit der Landtagspräsidentin Ilse Aigner zu sprechen. Denn uns verbindet nicht nur das Thema berufliche Bildung, sondern auch eine gemeinsame Vergangenheit. Wir waren gemeinsam auf der Technikerschule für staatlich geprüfte Elektrotechniker und seit diesem Zeitpunkt sind wir auch per Du. Das ändert nichts sozusagen an dem Respekt sozusagen und an der Bewunderung, was die Ilse für Karriere genommen hat. Weil man muss sagen, schon damals, 1990, war sie absolute Vorreiterin. Sie war an der Technikerschule die einzige Frau, die einzige in der Klasse. Und man muss ehrlicherweise auch dazu sagen, sie war diejenige mit die besten Noten. Und insofern muss man sagen, ja, damals schon wirklich beispielgebend für die Frauen, passt ja heute zum Weltfrauentag, im Bereich der Technik unterwegs gewesen. Und dann natürlich, sage ich, konnte man nur noch staunen, sozusagen, was für Karriere sie genommen hat. Bayerische Landtagspräsidentin, bayerische Wirtschaftsministerin, stellvertretende Ministerpräsidentin, Bundesministerin, Elektrotechniker in der Luft- und Raumfahrtindustrie und irgendwann, ganz am Anfang, liebe Ilse, stand einmal eine berufliche Ausbildung. Und da wäre es natürlich schon interessant zu wissen, hat es nur einen Stellenwert für dich oder hatte es einen Stellenwert oder sozusagen was für ein Teil sozusagen in dieser gesamten, doch erfolgreichen Laufbahn nimmt da die berufliche Ausbildung ein? Also erst einmal war das ein hervorragendes Fundament und ich würde sogar noch ein Stück zurückgehen. Ich war auf dem Gymnasium mit sehr, sehr guten Noten eigentlich und mir war klar, das ist nicht mein Weg, sondern bin dann auf die Realschule gewechselt, wollte eigentlich den elterlichen Betrieb übernehmen und deshalb die Berufsausbildung machen. Und das war genau eine bewusste Entscheidung schon sehr früh. Es war eine tolle Ausbildung, muss ich sagen, Radio- und Fernsehtechniker. Es ist aber auch ein Beispiel, wie schnell die berufliche Bildung im Wandel ist, weil Radio- und Fernsehtechniker damals, in den 80er Jahren, ist natürlich nicht mehr mit heute vergleichbar. Den Beruf in der Form gibt es wohl auch nicht mehr, aber es ist ein solides Fundament und ganz ehrlich, diese Grundlagen, die kann ich heute immer noch gut brauchen und gerade als Wirtschaftsministerin, die für Energie zuständig war, da habe ich noch sehr viel davon profitieren können. Ja, das stimmt. Als Wirtschaftsministerin generell, das hat uns ja immer begleitet in der beruflichen Bildung, haben wir schon immer gemerkt, dass du sozusagen die berufliche Bildung besonders unterstützt, dass dir wichtig ist, dass am Herzen liegt. Wir haben jetzt nur erfolgreiche Projekte, Elternstolz, die IHK-Ausbildungsscouts, die du ins Leben gerufen hast, gefördert hast und positioniert hast. Und das war ja sozusagen deine persönlichen Erfahrungen mit der Ausbildung, aber generell sozusagen jetzt für einen Wirtschaftsstandort Bayern hast du das auch schon immer als sehr wichtig erachtet, oder? Es ist für mich fundamental für den Wirtschaftsstandort, weil wir eine breite Palette hier haben, natürlich Spitzenuniversitäten, aber wenn man den Wirtschaftsstandort anschaut und die hohe Qualität des Wirtschaftsstandortes, dann wäre das vollkommen undenkbar ohne diese breite Ausbildung bei den Menschen über die berufliche Qualifizierung. Und das unterscheidet uns ganz wesentlich zu anderen Ländern auf der Welt. Es ist ein Schatz, den wir alle als selbstverständlich nehmen und gar nicht realisieren, dass diese Qualifikationsmöglichkeiten es ziemlich einzigartig macht. Und das funktioniert auch nur, weil wir in der Struktur so gut sind, dass wir gerade zum Beispiel sehr viele mittelständische Firmen haben, die die Ausbildung überhaupt gewährleisten. Das ist so einzigartig, dass mir das erst aufgefallen ist, wie ich im Ausland selbst gewesen bin und dann über unsere berufliche Qualifikation erzählt habe und für die das vollkommen unverständlich war, dass das Firmen
auf sich nehmen, sozusagen, die Ausbildung zu machen, nicht nur die Schule zu besuchen, sondern die Ausbildung der Praxis zu machen. Und ich bin hundertprozentig sicher, das ist eigentlich der größte Vorteil für unseren Wirtschaftsstandort. Jetzt wissen wir beide das. Bei uns sind es wenige Jahre her, dass wir Berufsausbildung absolviert haben und auch erfolgreich bestanden haben. Aber jetzt mittlerweile, und das ist ja auch Anlass sozusagen dieses Gespräches, unterhalten wir uns über den Wert der beruflichen Bildung. Also anscheinend hat sich schon irgendwas verändert, gesellschaftlich, dass es nicht mehr so selbstverständlich ist, dass man sagt, naja, du machst jetzt eine Berufsausbildung und dann kannst du noch eine Fortbildung draufsetzen, du kannst einen Meister machen oder du machst eine Fortbildung im Industrie- und Handelskammerbereich und dann sozusagen wirst du da in Bayern nicht nur beruflich erfolgreich sein, sondern du wirst so klassisch, wie man sagt, du wirst eine Familie gründen können, du wirst vielleicht ein Haus bauen können und du wirst in Anführungszeichen ein schönes Leben haben. Das scheint jetzt nicht mehr so zu sein, weil wir stellen ja fest, dass irgendwie 15.000, 16.000 Ausbildungsplätze in Bayern Jahr für Jahr unbesetzt bleiben. Die Firmen schreien, wir kriegen unsere Ausbildungsplätze nicht voll und insgesamt merken wir doch, dass es natürlich schon einen starken Zug und eine Tendenz gibt zur akademischen Bildung. Woran hängt es jetzt letztendlich? An dem Image der beruflichen Bildung oder hat sich das gesellschaftlich so verändert, dass man sagt, naja, ohne das Studium funktioniert es nicht mehr? Also ich glaube, dass schon auch sehr viel im eigenen Elternhaus damit zu tun hat und das ist jetzt gar kein Vorwurf, sondern das natürliche Streben der Eltern, dass ihre Kinder mal besser haben sollen als sie selbst. Und dieses Besser wird meistens interpretiert, das geht nur mit einer akademischen Ausbildung. Und ich bin der festen Überzeugung, dass nicht für jedes Kind eine akademische Ausbildung die bessere Variante ist, weil vielleicht sogar das Leben begleitet wird durch Misserfolge, weil sie nicht ihrer Neigung entsprechend ist und dass gerade die berufliche Ausbildung für viele die beste Startrampe ist. Und das Zweite ist, dass anscheinend viele meinen, dass es eine Sackgasse ist. Es ist eben nicht eine Sackgasse, so wie du gesagt hast. Es gibt ja die vielfältigsten Möglichkeiten, über die berufliche Qualifikation noch weiter einen Aufstieg zu machen. Wir beide haben eine Technikerschule gemeinsam besucht. Das ist eine hochqualitative Ausbildung. Es gibt die Meisterschule, die man besuchen kann. Man kann natürlich auch über die Berufsoberschule, dann über das Abitur dann immer noch den akademischen Weg einschlagen. Also es gibt alle Möglichkeiten. Und das sage ich auch immer, das ist gar nicht so bewusst, dass zum Beispiel bei den Universitäten 40% der Studierenden eben nicht über das Abitur kommen, sondern über die berufliche Qualifikation und über andere Wege. Und das finde ich, zeigt ja schon, wie durchlässig das System ist. So, das ist das eine, da müssen wir viel arbeiten, deswegen haben wir gemeinsam diese Aktion Elternstolz auf den Weg gebracht, um bei den Eltern anzusetzen, ihnen zu sagen, ihr könnt wirklich auf eure Kinder stolz sein, wenn sie eine berufliche Qualifikation erfolgreich absolvieren und da müssen wir ansetzen und ihr müsst euch auch nicht vor anderen Eltern verstecken, die dann vielleicht ein bisschen schräg euch anschauen, so habt ihr es ihr nicht geschafft, dass eure Kinder an die Universität gehen. Also da darf man durchaus mit stolz geschwellter Brust auch auf die Kinder stolz sein. Und wir beide, glaube ich, haben der beruflichen Bildung viel zu verdanken. Und deshalb an der Stelle herzlichen Dank für das Gespräch. Es hat mich sehr gefreut. Und das, glaube ich, ist einmal wirklich, sage ich mal, ein Blick inside der beruflichen Bildung aus der Sicht der bayerischen Landtagspräsidentin, was für einen Wert die berufliche Bildung wirklich hat für die jungen Menschen, für den Wirtschaftsstandard, für die Gesellschaft, von unschätzbarem Wert. Und deshalb sollte sich vielleicht mal jede mal überlegen, habe ich das in der Vergangenheit mit den richtigen Augen gesehen. Herzlichen Dank, Ilse Aigner, für das Gespräch. Es war mir eine Freude. Ich auch. Herzlichen Dank an Ilse Aigner und auch an Hubert Schöffmann, Dankeschön, sehr sympathische Botschafterin für unser Thema, auf jeden Fall. Sie hat eben schon gesagt, Ilse Aigner, dass Eltern meinen, nur das Gymnasium kann ihre Kinder weiterbringen. Das ist auf gut bayerisch ein Schmarren.
Das ist nämlich ein Denkfehler, definitiv, an dem wir gleich gemeinsam arbeiten werden. Wir machen jetzt Werbung für Ausbildungsberufe und das machen wir mit 5 extrem sympathischen, mitreißenden jungen Menschen, die quasi Botschafter sind durch das, was sie bisher erreicht haben. Ganz unterschiedliche Talente, ganz unterschiedliche Berufsfelder. Zufallsprinzip, 4 junge Damen und ein Mann. Alle, die sich für einen tollen Berufsweg entschieden haben. Und das erste Gesicht, das kennen Sie alle. Ich versuche sie jetzt hier gerade mal zu finden. In der 2. Reihe, Katharina Althaus, eine Überfliegerin aus Bayern. Herzlich willkommen an eine Katharina. An eine Goldmedaillengewinnerin, an eine Weltmeisterin, Silber auch, ja, also jedenfalls viel Glanz hier in der Hütte. Sie ist Skispringerin und der Star unter unseren Skispringerinnen aus Oberstdorf und gleichzeitig auch eine Auszubildende. Zuerst mal persönliche Fragen, wie geht's Ihnen? Ist die Saison vorbei oder springen Sie noch? Ja, danke. Einfach reinschreiben, ich guck's an. Ja, mir geht's super. Meine Saison ist seit Mitte März vorbei und ich habe jetzt seit Anfang April die Ausbildung wieder weitergemacht über die Handwerkskammer als Kauffrau für Büromanagement. Sie haben mit 6 Jahren angefangen zu springen, ne? Ja, genau. Oh Gott, also springen, ich kriege ja schon feuchte Hände, wenn ich da nur zuschaue. Was bringt einen dazu, so einen Harakiri-Sport zu machen? Ja, also ich komme aus Oberstdorf, aus der Nähe. Ich habe die Schanze vor der Haustür. Mein großer Bruder war auch Skispringer im Jugendbereich noch und ich wollte als kleines Mädchen immer alles machen, was mein großer Bruder natürlich macht. Und so bin ich dann zum Skispringen gekommen und mir hat das einfach so viel Spaß gemacht und ich habe dann auch recht früh gemerkt, dass ich da gar nicht so schlecht drin bin und bin da auch dabei geblieben. Besser als der große Bruder. Ja. Katharina Althaus hat ein kleines Schutzengelchen um den Hals, also das können Sie sicherlich gut brauchen bei Ihrem Sport. Können Sie uns vielleicht eine Geschichte erzählen, die Ihnen spontan einfällt? Einer der schönsten Momente jetzt in Ihrer Springkarriere. Oh, ich durfte schon ganz, ganz viele großartige Momente erleben. Ich bin mit 15 Jahren schon in die Nationalmannschaft gekommen, also ziemlich jung, bin da so reingewachsen, habe schon ziemlich viel erlebt. Ich glaube, mit das Größte waren natürlich meine Erfolge bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang und jetzt in Peking auch wieder und ich weiß immer gar nicht, was ich da so rauspicken soll. Ich glaube, ich habe einfach mittlerweile schon so eine Riesenreise mitgemacht als Sportlerin und habe schon so viel erleben dürfen. Und ja, jedes Jahr für sich war wieder eine Herausforderung. Aber ich habe so viel jetzt schon lernen dürfen in meinen doch noch jungen Jahren. Und freue mich, dass ich da noch so erfolgreich jetzt immer dabei bin. Ja. Das musste ich schnell wissen, weil wir natürlich alle die Daumen gedrückt haben, als Sie am Start waren. Haben Sie in Peking jetzt eigentlich parallel, also das bei den Olympischen Spielen parallel auch gebüffelt? Sie haben jetzt in wenigen Wochen Ihre Prüfung, ne? Ja, ich habe jetzt im Mai meine Abschlussprüfung und bei den Spielen hatte ich tatsächlich nichts zu lernen dabei, weil ich da zu nervös war und ich hätte mich wahrscheinlich gar nicht darauf konzentrieren können. Aber im Winter, jetzt in der Weltcup-Saison, habe ich schon immer zwischendurch gebüffelt und gelernt und mich auch vorbereitet jetzt. Und letztes Jahr war es für mich noch extremer, weil ich direkt vom letzten Weltcup in Russland am nächsten Tag dann in die Ausbildung gestartet bin und das noch ein bisschen überwältigend war für mich, da reinzukommen. Aber dieses Jahr hatte ich ja noch 2 Wochen nach der Saison, wo ich erstmal ein bisschen runterkommen konnte und dann jetzt gemütlich wieder in die Präsenzzeit starten konnte. Sie werden uns jetzt erzählen, warum Sie sich entschieden haben, diese Ausbildung zu machen zur Bürokauffrau. Ich organisiere mir in der Zeit ein Wasser. Jeder, der hier hustet, ist verdächtig. Ich bin gerade getestet, keine Sorge. Aber ich war eine Woche mit Geflüchteten unterwegs bei all den Temperaturen, die wir ja in Bayern hier erlebt haben. Daher jetzt irgendwie meine Erkältung. Aber keine Sorge. Sie starten jetzt. Wir machen jetzt so einen Pitch, lernen Sie alle kennen und ich freue mich. Herzlichen Dank, dass ich ein Wasser kriege. Super. Ja, für mich war das ziemlich schnell klar, dass ich neben dem Sport auch noch
was brauche, weil ich genau gewusst habe, ich kann nicht für immer Skispringerin sein und für mich, also ich habe dann auch echt überlegt, was ich mache nebenher, weil ich ja keine Zeit eigentlich groß habe, normal in das Berufsleben einzusteigen. Und mir wurde dann eben die Möglichkeit geboten, eine Ausbildung zu machen, ja, ein bisschen kompakter und ein bisschen ja, auf meinen Sport oder auf uns Sportler eigentlich zugeschnitten, die Ausbildung zu machen. Und ich hätte natürlich auch ein Studium anfangen können, aber es war für mich ja eigentlich, also ich war zuerst auf der Realschule, war dann noch auf dem Gymnasium, habe mein Abitur gemacht, aber ich wollte eigentlich von Anfang an nie studieren und so bin ich dann zu der Ausbildung gekommen. Also mein großer Bruder hat es auch schon gemacht. Da wären wir wieder dabei, da schließt sich der Kreis. Nee, und für mich war das dann klar, wenn ich die Möglichkeit habe, neben meinem Sport schon was anzufangen, eine Ausbildung anzufangen, dann ist es für mich so viel wert und dann möchte ich das natürlich auch machen und versuchen. Und so bin ich eigentlich als Sportlerin dazugekommen, auch jetzt schon nebenher ja, eine Ausbildung machen zu dürfen. Der Plan, was ist das Ziel nach der Ausbildung? Es reißen sich wahrscheinlich alle um Sie. Kann ich mir vorstellen. Das glaube ich tatsächlich nicht mal. Ich werde erstmal schauen, ja, wie meine Möglichkeiten sind. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch eine Saison starten als Skispringerin. Ich habe noch ein großes Ziel und zwar in dem kommenden Winter ist die Weltmeisterschaft in Planica. Das ist jetzt so sportlich mein Ziel und ich habe mir noch nicht genau Gedanken gemacht, was ich später machen will. Ich will auf jeden Fall, habe so die Idee von einer Nachwuchstrainerin vielleicht, aber ich glaube, man kann auf jeden Fall mit einer Ausbildung nie was falsch machen, egal wo mein Weg dann später hinführt. Ja, ich habe dann hoffentlich bald eine abgeschlossene Ausbildung und das ist, glaube ich, ja, ziemlich viel wert. So viel wie die Silbermedaille jetzt von den Winterspielen. Ganz herzlichen Dank und alles Gute. Danke. Und genau. Das wäre toll, wenn Sie noch auf der Bühne bleiben. Wir wollen nämlich hier die 5 Menschen, suchen sich einfach einen Platz da auf der anderen Seite an dem Flügel. Weiter geht's mit Katrin Hill, eben schon erwähnt von Gerti Oswald, Biologielaborantin. Die hat ihre Prüfungen schon hinter sich. Wo ist sie? Ja. Herzlich willkommen auf der Bühne. Darf ich Ihnen das Mikro gleich weiterreichen? Wir freuen uns, Sie kennenzulernen. Ja, hallo, ich bin Katrin Hill, bin 23 Jahre alt und ich habe schon meine Ausbildung als Biologielaborantin abgeschlossen und bin in der Forschung tätig. Stell dich einfach ein bisschen vor, wie Ihre Ausbildung so war, was Sie gemacht haben. Danke. Es hat mir sehr gut gefallen. Es hat mich auch als Persönlichkeit sehr weit gebracht, weil ich eine sehr eher schüchterne, introvertierte Person bin. Aber durch die Ausbildung habe ich gelernt, selbstbewusster zu sein und ich habe dort sehr viel gelernt. Und als Biologielaborantin habe ich mehr in der Forschung kennengelernt. Ich bin auch in der Forschung tätig und habe da ein bisschen mal kennengelernt, wie die Wissenschaft dort funktioniert. Es hat mir sehr gut gefallen und genau deswegen bin ich dabei geblieben. Super toll, wirklich. Ich finde es auch... Ich ziehe den Hut vor Ihnen. Ich finde es toll, dass Sie auch sagen, dass Sie eher schüchtern sind und introvertiert. Also da gehört extrem viel Mut dazu und Stärke, das zu sagen. Das können wir alle nachvollziehen. Absolut. Und darf ich noch fragen nach Ihrem Zukunftsplan? Wie geht es weiter in der Forschung? Woran sind Sie? Ich habe meine Ausbildung am Helmholtz-Zentrum gemacht und Wow. dort bin ich weiter tätig und zwar am Institut für Epidemiologie in der Abteilung für molekulare Epidemiologie. Und dort analysieren wir populationsbasierte Kohorte und Fallstudien von bestimmten Krankheiten, wie zum Beispiel Diabetes Typ 2 oder Adipositas und sind halt auch für die HMGU, also Helmholtz-Zentrum Biobank zuständig und dort lagern wir halt humane Proben. Wir managen quasi das alles. Wahnsinn, da sieht man, was für eine Entwicklung das nehmen kann. Katrin Hill, toll.
Also Sie tun ganz viel für unsere Gesundheit und ja, die Zukunft unserer Gesundheit. Und Helmholtz natürlich allererste Adresse. Besser geht's nicht. Darf ich Ihnen das Mikro abnehmen und würden Sie sich in die Nähe von Katharina Althaus stellen? Willkommen im Club hier, ganz toll, klasse. Unsere nächste Erfolgsgeschichte, die kommt von Franziska Wieser. Die ist im 2. Lehrjahr Damenmaßschneiderin. Ganz schönes Handwerk und wir sind natürlich alle neugierig, was hat sie an? Herzlich willkommen, Franziska Wieser. Ja, hallo. Zur Frage, was ich anhabe. Ich habe heute tatsächlich auch eine Hose an, die ich in der Schule gemacht habe, in der Berufsschule. Ja, ich bin... Eine Culotte, habe ich Ja. gelernt. Ja, cool. Changeant. Baumwoll-Wollmischung, ja. Nachhaltig. Ja. Das ist bei uns tatsächlich auch ein großes Thema, Nachhaltigkeit. Das ist auch mit einer der Gründe, warum ich mich dafür entschieden habe, diese Ausbildung zu machen, weil ich das einfach sehr wichtig, sehr zeitgemäß finde, auch zu wissen, wie man selbst was herstellt und darüber nachzudenken, was man eigentlich alles braucht und worauf man vielleicht auch mal verzichten könnte oder was man auch noch reparieren kann. Wow. Ja, das sind unsere Themen. Super. Und haben Sie auch schon einen Wunsch, einen Plan? Ich finde es toll, dass Sie hier auch Nachhaltigkeit als Thema einspeisen. Übrigens an bayerischen Gymnasien, kann ich jetzt von meinem jüngsten Sohn berichten, gibt es auch Repair-Cafés, mit denen man Punkte fürs Abitur sammeln kann. Also eine gute Entwicklung. Was ist Ihr Plan? Ich würde nach der Ausbildung gern meinen Meister machen und dann selbst an der Berufsschule unterrichten, weil ich auch persönlich finde, dass es noch an Berufsschulen einige Probleme gibt, was Inklusion betrifft und Ja. Flexibilität, und daran würde ich gern auch selber noch weiterarbeiten können. Cool. Dann sehen wir uns bei der Meisterfeier wieder. Super, Franziska Wieser, herzlichen Dank. Dankeschön. Ja, vielleicht darf ich das kurz einflechten. Ich habe ein paar Mal die Meisterfeier moderieren dürfen, mit ganz großer Freude hier in der Messe München. Für mich eines der Highlights. Und es ist der Wahnsinn, diese stolzen Meister und Meisterinnen auf der Bühne zu sehen. Unglaublich. Also es ist wirklich Gänsehaut. Und wenn Sie dann dahin fahren zur Messe, dann diese Autobahnschilder, da steht dann schon immer Meisterfeier. Und es geht nicht um den FC Bayern, sondern es geht um unsere Meister und Meisterinnen. Es ist wirklich, geht total unter die Haut. So, die nächste, die wir gerne auf der Bühne begrüßt hätten, die teilt das Schicksal, das ungefähr gefühlt 1/3 der Menschen gerade durchmachen. Sie ist nämlich krank, wird aber vertreten. Emilia Kaut, sie ist Auszubildende im Friseurhandwerk, hat ihre Prüfung im Sommer. Corona-positiv, es geht ihr hoffentlich aber ganz gut. Und Max Schmidt, der Vorstandsvorsitzende des Wertebündnisses, der ist so nett. Stolpern Sie nicht, genau, Vorsicht, mir wäre es eben fast passiert. Sie sind so nett, lieber Herr Schmidt, und stellen die Emilia Kaut vor für uns. Ja, meine Damen und Herren, die tragende Rolle, die ich habe, ist für mich vermutlich einfacher als für Sie. Ich darf Sie bitten, die Augen zu schließen. Sie stellen sich eine junge Frau, eine junge Dame vor, etwa 21 Jahre, wallendes Haar, perfekt geschminkt. Und ich darf Ihnen sagen, mein Name ist Emilia, ich bin 21 Jahre alt und stehe kurz vor der Abschlussprüfung zur Friseurin. Ich habe mich schon immer für Styling interessiert und darum war der Friseurberuf für mich genau richtig. Und mein Wunsch war es, nach der Ausbildung erst den Meister zu machen und dann noch eine Kosmetikausbildung, um als Visagistin zu arbeiten. Meine Familie ist immer hinter mir gestanden, weil auch ihnen klar war, dass ein Beruf, in dem ich ein Ergebnis sehe und der mit Styling zu tun hat, für mich das Richtige ist. Ich habe oft ganze Nachmittage neue Frisuren ausprobiert und mich geschminkt. Der Friseurberuf ist neben Schneiden, Färben und Föhnen so viel mehr. Ich habe sehr viel Freude am Umgang mit Menschen und auch die Organisation im Friseursalon hat mir richtig Spaß gemacht. Leider hat Corona natürlich auch meine Ausbildung extrem erschwert und die Schließung der Friseurläden war insofern auch ein großes Problem. Aber hiervon waren viele Branchen betroffen. Wie es nach meinem Abschluss weitergeht, kann ich ehrlich gesagt noch nicht beantworten, da viele Betriebe wirtschaftliche Probleme haben. Meine Familie und Freunde sind sehr froh, dass ich den Beruf lerne und ein Handwerk zu erlernen ist an sich immer toll. Früher habe ich geträumt, irgendwann einen eigenen Laden zu haben und vielleicht erfüllt sich dieser Traum ja noch irgendwann.
Ich glaube, die hat Herrn Ida Rümelin schon vorher gehört. Ich danke Ihnen. Öffnen Sie die Augen, schauen Sie zum Fenster raus. Ja, und das machen wir. Und liebe Emilia, wir wünschen gute Besserung. Liebe Grüße und vielleicht hat sich ja Max Schmidt irgendwie einen Haarschnitt verdient. Schauen wir mal. Der nächste, den wir auf der Bühne begrüßen dürfen, unser Mann, ist Sebastian Klaus im 2. Lehrjahr im Kempinski Hotel 4 Jahreszeiten, Hotel mit 5 Sternen. Jawohl. Sebastian Klaus, freut mich sehr, hier zu sein. Ich bin 21 Jahre alt und habe mein Abitur gemacht, bin gebürtiger Münchner und hatte das schon immer so in der Familie mit der Hotellerie. Beide Eltern haben Hotelfach gelernt, habe mich davon eigentlich nicht beeinflussen lassen. Ich wollte auch zuerst studieren, habe mich dann aber nach einigen Überlegungen dazu entschlossen, dann doch meine Ausbildung zu machen. In einem Beruf, wo man anfassen muss, ist es ganz wichtig, das schon mal gemacht zu haben. Ich glaube, ich habe nach dem ersten Jahr schon einigen Studenten, die in der Hotellerie Tourismusmanagement studieren, schon einiges voraus, da ich im Alltag auch einsetzbar bin. Ist ja der Fall. Ja, also was ich sagen will, ist, ich bin froh, dass ich was machen darf, wo ich selber aktiv bin, wo ich selber anfassen darf. Die Hotellerie ist was so viel mehr als nur das, was man immer sieht, die Rezeption, der Service im Restaurant, Room Service, Housekeeping. Das sind so die Standardsachen, aber da ist viel mehr dahinter, wo man als Gast, ich selber auch, bevor der Ausbildung mir keine Gedanken drüber gemacht habe. Es sind Sachen wie Technik, Einkauf, Sales, Reservierung, ganz, ganz, ganz viel mehr. Wie gesagt, ich freue mich, dass ich heute hier stehen darf. Hoffe in Zukunft selbstständig zu sein. Das war so mein Gedanke. Ich möchte in der Hotellerie bleiben. Ich will Richtung Beratung gehen. Das war mein Gedanke. Eventuell aber erstmal ein bisschen mehr Praxiserfahrung sammeln. Und richtig, genau. Das klingt toll, spannende Pläne. Herzlichen Dank. Und wo im Kempinski sind Sie gerade eingesetzt? Wo treffen wir Sie dort? Jetzt gerade habe ich gerade schon genannt, in der Technik. Bin ich 2 Monate jetzt gerade und habe da tatsächlich viel Spaß. Also man sieht so viel vom Hotel, dass ich in anderen Abteilungen, wenn ich jetzt im Service bin und dann nur zur Kantine laufe und zum Restaurant hin und her, gar nicht mitbekommen würde, was da alles hintersteckt, hinter so einem Riesengebäude, wie alles miteinander vernetzt ist, das ist immer schön zu sehen. Und mir wurde auch schon viel beigebracht jetzt in der Technik. Also ich bin froh, da zu sein, freue mich aber genauso auf die nächste Abteilung. Cool, klasse. Viel Glück auch Ihnen. Dankeschön. Danke. Und Sie sind, ja, genau. Sie sind so nett, das wollte ich nämlich gerade und Sie reihen sich da bitte ein in dieses wunderschöne Gruppenbild. Und jetzt freue ich mich sehr auf Dima Daklala. Sie stammt aus Syrien, ist Augenoptikerin, seit letztem Jahr schon ausgelernt und beginnt im Herbst mit ihrem Meister. Herzlich willkommen, Dima. Hallo. Hallo, grüß Sie. Mein Name ist Dima Daklala. Ich bin 24 Jahre alt. Ich bin gerade, sage ich, von September 2021 mit der Ausbildung fertig und komme jetzt aus dem Augenoptik bei Apollo. Eigentlich im Jahr 2017 habe ich mein Quali hier gemacht und hatte ich dann nachher 2 Möglichkeiten. Entweder fange ich meine Ausbildung an oder mache ich eine Mittelreife. Nach kurzer Überlegung habe ich mich doch für die Ausbildung entschieden. Da ich eigentlich in der Ausbildung schon meine Mittelreife schon erreicht habe und nebenbei auch eine gute so sagt man, eine Ausbildungsvergütung verdient habe. Ich habe mich eigentlich für die Ausbildung entschieden, weil es ist eine perfekte Mischung zwischen praktische oder handwerkliche Tätigkeiten und Lernen. Sage ich so, in der Ausbildung hat mich eigentlich sehr, sehr, sehr gut gefallen, besonders bei Apollo. Da hatte ich viele Möglichkeiten, mich weiter zu verbessern und auch immer noch Zeit, mich zu finden, zu üben, zu lernen. Genauso, dann will ich Ihnen auch noch mal sagen, ich fange jetzt bald meinen Meister, auch immer noch bei Apollo. Ich habe auch nach meinem Meister, nach meinem Berufsschule und meiner Ausbildung habe ich auch einen festen Arbeitsvertrag bekommen. Da bin ich auch sehr froh dafür und sehr stolz drauf auch.
freut mich auch wieder bei Apollo meinen Meister anzufangen und immer noch dabei zu bleiben. Und das war's. Nein, das war's noch nicht. Danke nochmal. Danke, dass ich heute auch bei Ihnen da sein darf. Ja, wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie bei uns sind. Und das war es noch nicht, weil Sie nehmen noch an unserer Diskussionsrunde teil. Ja. Aber ich darf mich bei allen bedanken, bei euch Fünfen und bei Emilia bzw. auch Max Schmidt. Wünsche euch viel, viel Glück von Herzen. Wir werden uns irgendwo wiedersehen und von euch hören. Tolle Geschichte. Und Dima, Sie suchen sich ein Plätzchen aus. Sie haben die, genau. Sie sind in unserer Diskussionsrunde. Einfach ein schönes, genau. Wir wollen nämlich jetzt miteinander diskutieren und freuen uns, einfach Platz nehmen, Dima, genau, super. Freuen uns, dass die Dima dabei ist. Außerdem, lieber Herr Professor Nieder-Rümelin, auch Sie dürfen sich, Sie sind vielleicht in der Mitte, weil Sie sind verkabelt und die anderen müssen sich das Mikro teilen. Da wäre das super. Genau. Dann freue ich mich riesig, Ladies First, auf Angela Inselkammer, die Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes, starke Frau und tolle Botschafterin ihrer Branche, hat wahnsinnig gekämpft in der Corona-Zeit. Das ist jetzt quasi Wellness für Sie so ein bisschen, ne? Oder schauen wir mal. Herzlich willkommen. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen mit Markus Wasmeier, mit dem Skiliebling der Saison, Olympiasieger, Weltmeister, Botschafter des Handwerks, als gelernter Maler und Lackierer mit seinem wunderbaren Bauernhofmuseum. Herzlich willkommen. Da war sie. Markus Wasmeier im Moment im Großeinsatz für die Ukraine. Jetzt mal ein ganz anderes Thema heute, tut vielleicht auch mal ganz gut, um Hirn und Herz zu lüften. Kleines bisschen. Und bei uns ist Fabian Arnold. Er ist Spezialist, Sie werden es gleich sehen, für besondere Sneaker und spezielle Klamotten. Sein Laden in München ist Kult. Der Laden heißt Hype Needs. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, sonst korrigierst du mich nachher. Wie gesagt, der ist Kult und die Erfolgsgeschichte dieses Ladens, die erzählt er uns gleich. Sie sind herzlich eingeladen, auch Ihre Fragen zu stellen. Okay, im Zweifel komme ich mit meinem Mikro zu Ihnen. Eigentlich... Oder? Das sollte irgendwie ein Saalmikro dastehen. Aber ach so, wunderbar. Nein, da habe ich Unterstützung von Dr. Henrike Purtig von der IHK, die auch übrigens ihre Fragen aus dem Livestream gerne sammelt. So, jetzt darf ich mal mit dem Wasi anfangen. Markus Wasmeier. Ja, ihr müsst euch das Mikro teilen, aber das kriegen wir irgendwie hin, ne? Hier freundschaftlich. Wie ist es, wenn du Kultusminister wärst in Bayern, welches Schulfach würdest du einführen, um die berufliche Bildung attraktiver zu machen? Also eins ist einmal ganz wichtig, wir haben ja, sagen wir mal, ich habe selber 3 Buben und einer davon ist auch in Italien in die Schule gegangen und hat da ein ganz anderes Schulsystem gefunden. Also ich glaube, generell ist es ganz wichtig, wenn man jetzt schon von den Kindern spricht, dass du als Elternteil beziehungsweise auch als Lehrer den Kindern das mitgibst, und zwar neugierig zu sein. Neugierig auf etwas, das ja einfach greifbar wird, was das Verständnis hat. In der Schule ist oft so, und das ist das, was ich am wenigsten verstehe, dass ein 10-Jähriger oder wenn er ein bisschen früher sogar noch in die Schule kommt, mit 9 Jahren sich entscheiden muss, in was für eine Schule das er gehen soll. Dann werden meistens die Eltern entscheiden, selten die Kinder. Und damit baut man da schon in frühen Jahren schon so viel Druck auf, dass es wirklich für mich nicht verständlich ist, wenn dann das System in Italien anschaue oder in Südtirol, dann ist so, dass die auf einmal mit 14, 15 automatisch in gewisse Zweige gehen, wo dann am Ende sogar der wo sich nie zugetraut hat, dann auch seinen Abschluss macht in Abi, aber auch der eine in die Berufsbildung und sogar richtige Zweige gehen kann. Also das finde ich weitaus sympathischer, als wie bei uns da mit 10-Jährigen schon so viel Druck aufzubauen. Mhm. Darf ich kurz nachfragen? Du hast gesagt 3 Buben, Lukas, Corbinian und Markus, glaube ich, gell? Genau, was machen die? Also der Markus, der wo in Italien war, der hat Industriedesign studiert und arbeitet mittlerweile bei uns im Museum. Der Lukas hat seine Hauptschule, also seine Realschule gemacht, ist aber in Sport gewesen und hat erst vor einem Jahr mit der Pandemie aufgehört. Aus 70. in der Weltrangliste in Alpinsport. Und der Kleinste, der hat 5 Jahre Ausbildung gemacht und hat in München gearbeitet, gependelt mit Feinwerkzeugmechanik. Und also
Eigentlich ist der Student, wie der Der Exot in Kleinste der schon Familie. zu seinem Bruder gesagt hat, schon wieder ein Student, der arbeitslos ist. Aber zum Glück gibt es das Bauernhof. Aber Museum. das Thema war Ja. auch bei denen so, bei den Jüngsten, der hat gesagt, hey, was soll ich jetzt? Ich mache meine Realschule, ich will meinen Beruf, ich will Geld verdienen und hat das also gnadenlos durchgezogen. Und für mich selbst war die Schule ein Teil davon, natürlich. Aber wie ich 14 oder beziehungsweise die Entscheidung, in ein Gymnasium zu gehen oder Realschule, hat es für mich gar nicht gegeben. Ich bin auch in einem Künstlerhaus aufgewachsen. Mein Vater ist Restaurator und Kirchenmaler. Und so bin ich da drin in der Werkstatt aufgewachsen. Und ich wollte immer schon schnitzen, basteln, malen. Also Holz hat mich immer fasziniert. Und auch natürlich das Skifahren. Und somit war für mich klar, ich will nur einen Hauptschulabschluss machen. Ich will sofort meinen Beruf. Wollte Schreiner lernen, bin aber als Schreiner nicht genommen worden, weil der wollte mich im Winter nicht freigeben. Also bin ich zum Maler gegangen. Der Maler hat gesagt, ich bin froh, weil wir haben im Winter nicht so viel Arbeit. Und somit habe ich praktisch im Sommer meinen Beruf gemacht. Das war eigentlich so mein erster Sponsor, großer, der gesagt hat, okay, im Winter gehe ich wieder frei. Und das war also ein großer Schritt, weil beides wollte ich nicht aufgeben. Und habe das damals mit links eigentlich abgeschlossen. Und dann ab dem Zeitpunkt ist, ja, ein Jahr habe ich mit meinem Vater noch zusammengearbeitet. Und dann ist das Skifahren dazwischen gekommen. Skifahren, so eine Mischung aus Handwerk und Kunst, jedenfalls, wenn man dem Markus Wasmeier zuschaut. Frau Inselkammer, jetzt haben wir eben gehört von Julian Nieder-Rümelin, so schlimm ist das alles gar nicht mehr mit der beruflichen Bildung. Das ist so der Akademisierungswahn, ist schlimm, schon, aber der Akademisierungswahn, der Trend ist gut, positiv, also das Trommeln hat was bewirkt, das Umdenken auch. Aber so richtig bei euch kommt es nicht an in eurem Bereich, ne? Hotel- und Gaststättenbereich. Ja, dazu muss man sagen, dass wir in den letzten 10, 15 Jahren 100.000 Arbeitsplätze mehr geschaffen haben. Also das alleine ist natürlich schon ein Bedarf, der nicht so einfach aufgefüllt wird. In einer Gesellschaft, wo wir festgestellt haben, dass der demografische Wandel jetzt zuschlägt. Ja, es gehen halt einfach sehr viele in Rente und es kommt von unten nicht nur noch. Deswegen werden wir auch nie auskommen ohne Fachkräfte aus dem Ausland oder Auszubildende aus anderen Ländern. Das wird so gar nicht funktionieren. Das, was mir halt wirklich wahnsinnig am Herzen liegt, ist, wir sind jetzt Berufe, also Menschen für Menschen Berufe, vielleicht nochmal ein bisschen was anderes wie Handwerk. Wir sind vor allem für Menschen da, wie ja auch in den letzten Jahren eben groß herausgestellt, auch in der Pflege, genauso sind wir für Menschen da. Also systemrelevant. Wir sind absolut systemrelevant. Ich glaube, das ist das einzig Gute an der Pandemie gewesen, dass die Menschen gemerkt haben, wenn sie keine Wirtschaft mehr haben, dann ist die Lebensqualität stark verändert. Ja, da ist ein großer Verlust da. Was mir wirklich am Herzen liegt, ist, dass man eine Wertegleichstellung zusammenbringt. Ja, dass man sagt, das ist auch kein sozialer Aufstieg, ehrlich gesagt. Ja, weil Sie vorhin gesagt haben, sozialer Aufstieg wenn ich eine akademische Ausbildung habe. In den Köpfen muss endlich mal rein, dass wenn die Menschen ihrem Talent entsprechend arbeiten dürfen, dann ist es auch ein erfülltes Leben, dann haben sie auch Freude daran. Und ich glaube, dass wenn wir diese Barriere endlich mal aus dem Kopf bringen, dass wir sagen, hey, es ist egal, was du machst, wenn du einen sinnerfüllten Beruf hast, der dir Freude macht, wo du dein Talent einsetzen kannst, dann ist es immer gut, ganz egal was. Und ich kann nur sagen, also in Richtung Verdienst, was ja auch oft in den Köpfen der Eltern ist, ja, das ist echter Schmarrn, wie Sie vorher gesagt haben. Ja, es ist, also wenn ich heute einen Küchenchef einstellen möchte oder einen Hotelmitarbeiter, die verdienen heute sehr gut, weil wir nämlich eine Arbeitnehmergesellschaft haben. Das heißt, der kommt und sagt, ich würde gerne hier arbeiten und wenn ich ihn haben muss, muss ich ihm das bezahlen, was er gerne möchte. So einfach ist es. Ui, okay. Wären Sie so nett, und das Mikro mal an die Dima weiterzugeben? Ich würde gerne bei dir nochmal nachfragen, Dima, wie ist es? Frau Inselkammer sprach gerade von Talent. Jeder soll das machen, wozu er Talent hat. Das ist eigentlich das Entscheidende. Das war ja auch eigentlich eine Quintessenz Ihrer Ausführung. Nicht nur das Kognitive, sondern eben auch die andere Dimension unseres Menschseins. Wann hast du dein Talent entdeckt? Ich wollte immer handwerkliche Tätigkeiten machen. Ich war nur zwischen zwei Berufen, entweder Zahntechniker oder Augenoptikerin. Und dann habe ich in beide Berufe eigentlich Praktikum gemacht. Beide haben mir gefallen, aber
beim Augenoptik habe ich diesen Kundenkontakt mehr. Und das hat mir eigentlich, ich war auch am Anfang an ganz, ganz, ganz schüchtern. Jetzt bin ich voll anders, Gott sei Dank. Das sage ich auch, bin ich auch stolz, dass ich das halt noch hingekriegt habe. Und eigentlich Talent braucht man immer. Auch unser Beruf ist eigentlich so, dass man auch Brillen montieren muss, Gläser schleifen, Brillen zusammenbauen. Das gehört alles für unseren Beruf auch. Und da sollte man auch vielleicht Interesse drauf haben und auch ein bisschen Fingergefühl haben. Jetzt haben wir eine schüchterne junge Dame, ist zur selbstbewussten jungen Frau geworden, die im Herzen von München in der Neuhauser Straße arbeitet, also da wirklich ganz, ganz viele Menschen kennenlernt. Wie ist das? Wir haben eben das Thema Eltern gehabt. Ich weiß, dass du 4 Geschwister hast. Deine Eltern haben 5 Kinder, ne? Wir sind insgesamt 6. 5 Geschwister habe ich schon. Ja, genau. Also, okay, also 5 Geschwister sogar noch. Ja. Und deine Eltern, die müssen doch wahnsinnig stolz sein auf dich, oder? Stimmt, auf jeden Fall. Und fast meine ganze Familie oder meine ganzen Geschwister haben eine Ausbildung oder suchen einen Ausbildungsplatz. Das heißt, wir sind in die ganze Familie auch nur Auszubildende eigentlich. Ja. Bringt uns gleich zu der Frage, wie wir dieses Potenzial, Frau Inselkammer hat es auch anklingen lassen, heben kann. Menschen, die zu uns gekommen sind, die bei uns leben und ja, wie wir diese Schätze heben können. Fabian, jetzt wollen wir dich kennenlernen. Der Markus gibt das Mikro weiter. Du hast einen Kultladen in der Sendlinger Straße. Wie können wir uns deinen Weg vorstellen? Wie hast du das geschafft? Also vorab, mein Name ist Fabian Arnold. Ich bin selbstständig. Wir verkaufen limitierte Sneaker und Kleidung. Ich bin mittlerweile seit 5 Jahren selbstständig und seit 2 Jahren habe ich eine abgeschlossene Ausbildung als Kaufmann im E-Commerce. Und bei mir war das so, ich hatte also ganz normal meinen Realschulabschluss gemacht und ja, ich wusste dann, wie viele andere auch nicht, was ich machen möchte nach der Schule. Und für mich war das dann so eigentlich das Sinnvollste. Ich mache noch mein Abitur und werde danach studieren. In der 10. Klasse, also in der Abschlussklasse, habe ich dann aber relativ schnell für mich gemerkt, ja, ich würde gerne studieren, aber am Ende des Tages liebe ich die Praxisnähe und habe dann eben auch schon relativ früh angefangen, Schuhe zu kaufen und zu verkaufen und habe so ein bisschen das, was ich im BWR-Unterricht bei uns, also in der Betriebswirtschaft, gelernt habe, umzusetzen. Und dann war für mich klar, okay, ich lerne auch viel leichter, wenn ich Dinge in der Praxis gleich umsetze, die ich in der Theorie gelernt habe. Und dann bin ich immer auf das duale Ausbildungssystem eben natürlich gestoßen, führt auch keinen Weg dran vorbei und ja, habe mich dann eben umgesehen, habe mir den einen oder anderen Ausbildungsberuf angesehen. Da muss ich sagen, war es dann bei mir eher so, dass ich mich mit einigen Berufen nicht identifizieren konnte, weil ich einfach ein bisschen der Meinung war, dass vielleicht der eine oder andere Ausbildungsberuf auch ein bisschen veraltet ist. Jedoch wurde mir dann ein neuer Ausbildungsberuf vorgestellt, das war eben zu der Zeit der Kaufmann im E-Commerce. Das war für mich die perfekte Schnittstelle zwischen der moderne Bürokaufmann, fand ich ein bisschen, weil es wird alles immer, es bezieht sich alles immer viel mehr auf die Online-Welt, es spielt sich die meiste Musik tatsächlich, also so kommt es mir vor, online ab. Und ja, dann habe ich da eben meine Ausbildung begonnen, war auch damit sehr, sehr zufrieden, muss ich sagen, und habe super viele Dinge in der Berufsschule gelernt, die man eben dann gleich in der Praxis umsetzen konnte. Und ja, so konnte ich die Erfahrung für mich machen, weil ich wollte eine Ausbildung machen, das muss man ganz klar dazu sagen, weil dadurch, dass ich die ganze Zeit auch daneben selbstständig war, hat man ja doch durch die Gesellschaft diesen Druck, den man verspürt, dass wenn man mit einer Selbstständigkeit scheitert, dass man dann keine Grundlage hat. Und deshalb habe ich eine Ausbildung gemacht, um für mich einfach diese Grundlage zu haben und mir ein bisschen diese Last von den Schultern zu nehmen und dann einfach im späteren Berufsleben, selbst wenn das mit der Selbstständigkeit nicht klappen sollte, was zu der damaligen Zeit natürlich nicht selbstverständlich gewesen wäre, es hätte auch ganz anders laufen können, wäre ich sehr, sehr froh gewesen, darauf zurückgreifen zu können und dann nicht eben in einem höheren Alter noch eine Ausbildung machen zu müssen, weil ich finde es super, super wichtig, dass man diese Grundlage im Leben hat, weil man lernt eben nicht nur Dinge für die Schule, sondern auch für das Leben. Und ich glaube, dass heutzutage das einfach durch die Gesellschaft da ein gewisser Druck entstanden ist, den habe ich auch früher verspürt, man muss sein Abitur machen, man muss studieren, um eben, wie viele sagen, viel Geld zu verdienen. Wie hast du diesen Druck gespürt? Wie hast du das zu spüren bekommen? Naja, im Endeffekt, bei mir war der Druck ganz klar in meinem Umfeld. Jeder wollte studieren, jeder hatte von seinen Eltern gesagt bekommen, wie sie auch sehr schön gesagt haben, wenn du viel Geld verdienen möchtest, musst du studieren. Am Ende des Tages bin ich inzwischen der festen Überzeugung, dass das nicht so ist. Ich habe das in ganz vielen Etappen selbst gelernt. Du hast jetzt wahrscheinlich deine Kumpel alle überholt, ne, mit deinem Laden. Du bist auf Expansionskurs, 2 weitere Läden, einer in Wien, einer in Köln demnächst. In Köln haben wir vor kurzem eben noch eröffnet und ja, wir sind auch seit einem Jahr, muss man sagen, IHK-Ausbildungsbetrieb, weil wir sehr starke Probleme hatten, auch durch dieses Problem mit, dass jeder Akademiker sein möchte,
dass wir einfach auch keine Mitarbeiter gefunden haben. Und dann haben wir uns vorgenommen, okay, wenn wir wir hatten sehr, sehr wenige Bewerbungen bekommen, aber im Verhältnis muss man sagen, zum Einzelhandel sehr viele Bewerbungen, weil ich habe mit Mitbewerbern gesprochen und da kriegen ganz, ganz wenig Bewerbungen. Und dann haben wir gedacht, ja, dann formen wir unseren Mitarbeiter doch selbst, eben durch die Ausbildung. Und jetzt sind wir seit einem Jahr eben ein Ausbildungsbetrieb, haben auch noch weitere Mitarbeiter eben ins Boot geholt, die meistens abgeschlossene Ausbildungen haben. Und wir haben einfach für uns gemerkt, dass wir auch der Sebastian gesagt hat, wir haben ein bisschen das Problem gehabt mit den ganzen Werkstudenten, wir stellen super, super gerne auch Werkstudenten ein, aber denen fehlt oftmals die Praxisnähe. Und wenn ich dann ein halbes Jahr Einarbeitungszeit habe, in der Zeit stelle ich viel, viel lieber einen Menschen ein, der eine abgeschlossene Ausbildung hat, und der steigt natürlich dann auch schon mit einem ganz anderen Grundgehalt ein. Weil am Ende des Tages ist das, was mich als Arbeitgeber interessiert, die Leistung. Und die Leistung ist am Ende nicht das, was auf dem Papier steht, sondern das, was bei uns sich in den Geschäften abspielt, im Büro. Darf ich kurz verraten, wie alt dieser erfolgreiche Geschäftsmann ist? 23, ne? Habe ich mir richtig 23, gemerkt. Ja. Unfassbar, unglaublich. Und ganz kurz noch Ausbildungsberuf. Also du kannst dich wahrscheinlich von Bewerbungen nicht retten, ne? Das muss man auf jeden Fall sagen, wir kriegen wirklich sehr, sehr viele Bewerbungen, weil wir also einfach durch unseren ersten Azubi auch gemerkt haben, der in der Berufsschlauch ist eben, dass wir ein wohl sehr cooler Ausbildungsberuf sind, weil ja, ich habe ja vor kurzem erst selbst meine Ausbildung gemacht und ich weiß genau, was ich gut gefunden habe, was ich gerne vermitteln möchte und was ich vielleicht auch nicht so gut gefunden habe. Und ich glaube, bei uns ist so ein bisschen die Besonderheit, wir vermitteln unseren Azubis das Gefühl, egal was sie machen, also wir verteilen Projekte und dadurch, wir sind ein sehr kleiner Betrieb noch, also wir haben Stand jetzt knapp 17 Mitarbeiter und jeder Azubi, der bei uns ein Projekt macht, dieses Projekt wird, wenn das in der Umsetzung richtig ist, gelauncht. Also wir werden das umsetzen. Wir sind nicht wie viele andere Firmen, die ganz viele Azubis oder Werkstätten viele Projekte machen, aber am Ende werden sie nie umgesetzt und dadurch vermitteln wir, glaube ich, ein ganz anderes Gefühl, was Wertschätzung betrifft. Mhm. Und schöne Botschaften, ja. Genau, was für mich eine sehr, sehr wichtige Botschaft ist, muss ich sagen. Ich war früher auch sehr auf diesen finanziellen Erfolg geprägt und dachte früher, einfach... als du 21 warst. Als ich in der Schule war, da war immer das so, man ist glücklich, wenn man in seinem Job viel verdient. Aber ich habe dann mit der Zeit gelernt, das, was einem glücklich macht, ist am Ende, wenn man das macht, was einem Spaß macht. Mhm. Und das kann ein Studium sein, das kann ein Ausbildungsberuf sein, das kann ja eine abgeschlossene Ausbildung sein. Und man hat ganz, ganz viele Möglichkeiten, auf seine Art und Weise glücklich zu sein. Und am Ende des Tages ist man am erfolgreichsten, wenn man das macht, was einem Spaß macht. Das ist eine gute Botschaft. Wie haben Sie das gemacht, wenn ich nochmal persönlich fragen darf, lieber Herr Niederrümelin, mit Ihren Kindern? Haben Sie denen auch, nee, der ist noch verkabelt, war das auch so Ihr Diktum, dass die das machen sollen, was ihnen Spaß macht, wo sie ihre Talente entdecken? Und wie haben Sie das vor allen Dingen auch, unser Schulsystem lädt ja nicht unbedingt dazu ein, jetzt bin ich einfach mal ketzerisch und platt, dass man auch diese Talente alle hebt und entdeckt. Das ist eine berechtigte Kritik. Ja. Die Vorstellung ist, ich spreche auch manchmal mit Gymnasialdirektorinnen, Direktoren, die sagen dann, ja, bei den Praktika, die bereiten sich doch vor, später Rechtsanwältinnen oder Ärzte zu werden und so weiter. Sag ich, nein, erstmal stimmt das ja gar nicht mehr, weil ein gewisser Teil ja doch in andere Berufe geht. Und außerdem ist es auch die falsche Botschaft. Ja. Die sollen sich ja selber überlegen, was sie wollen, in welche Richtung sie gehen. Und also braucht man ein breites Spektrum vor Augen, damit man sich da finden kann, sich selbst. Ich habe gesagt, man findet sich selbst auf dem Wege der Bildung und später des Berufs, dem Lebensweg. Und das gefällt mir sehr gut, wie Sie es formuliert haben. Man kann auch sagen, es gibt diejenigen, die sich selbst früh instrumentalisieren und sagen, Moment, ich schaue mal in die Statistiken, wo verdient man am meisten, das mache ich dann. Ja? Und dann sind sie möglicherweise sehr unglücklich. Und oft funktioniert das dann auch nicht mit dem, wo verdiene ich am meisten, weil sie da nicht die intrinsische Motivation dafür haben. Ja. Ich würde auch nicht, also ich lasse mal die Familie kurz noch beiseite, aber die Studierenden kommen ja auch zu mir immer wieder, auch heute noch übrigens, ich lehre ja immer noch an der Uni und fragen mich ja, wie soll ich mich da entwickeln und so. Also ich muss schon zusammenpassen. Das, was einem liegt, man merkt ja, was einem leichter fällt, aber auch das, was einen interessiert. Idealiter überschneidet sich das stark. Ja? Nicht immer. Es gibt Leute, ich habe eine kennengelernt, die hat mich sehr beeindruckt, aus Wien, hochbegabt in Mathematik, mit hochbegabtem Stipendium Mathematik studiert und im 4. Semester abgebrochen. Nicht wegen der schlechten Noten, die hatte exzellente Noten, sondern weil sie sagte, ich will lieber Hutmacherin werden. Cool. Und die ist unterdessen
total glücklich. Ich war sogar mal in einer Radiosendung, war diese junge Frau. Ich genau, 1:1 der Talk. Ja, genau. Ich habe das auch gehört, zufällig. Also ganz interessantes Phänomen. Und da würde ich nochmal anknüpfen an das, was Frau Inselkammer auch gesagt hat. Also nochmal Kritik. Die OECD hat so schöne Rankings. Ja? Also da gibt es dann die Hochqualifizierten, dann die Niedrigeren und so weiter. Nach deren 12-stufiges System, ziemlich kompliziert und so. Ja. Und nach deren System ist es ein sozialer Abstieg, wenn die Eltern einen Magisterabschluss haben und das Kind eine Meisterprüfung macht. Warum ist das ein Abstieg? Nach den Statistiken der OECD, die wird so gewertet, ist das ein Abstieg. Also ich würde es ausdrücklich nochmal bestärken, die Gleichrangigkeit, Gleichwertigkeit unterschiedlicher Wege in dem Beruf. Nicht abwerten des Akademischen, nicht abwerten des Beruflichen, sondern einfach sagen, es gibt ein breites Spektrum von Möglichkeiten und niemand ist da irgendwie in so einer Hierarchie drin. Auch das, was man am Ende monatlich verdient, entscheidet ja nicht über den Wert eines Menschen. Es ist schön, wenn das so gut läuft, ja? Aber es ist ja auch nicht so, dass ich mein Selbstwertgefühl danach beziehe, wie viel ich nachher am Konto habe. Also es gibt noch andere Dinge im Leben, die wichtig sind. Und jetzt hat sie nach der Familie gefragt, also ich habe 4 Kinder und das ist reiner Zufall natürlich. Eines der Kinder hat einen qualifizierten Hauptschulabschluss, die andere hat gerade ihr Abitur gemacht und studiert zur großen Überraschung ihres Vaters jetzt ausgerechnet Philosophie. Waren Sie nicht abschreckend genug? Genau, das ist jetzt, ja, meine Schwester ist ja auch Philosophieprofessorin, da ist irgendein Wurm drin, genetisch in der Familie. Und ihr Sohn hat auch Philosophie studiert. Und eine ist auf der Realschule und eine ist auf der Grundschule. Also auch altersmäßig ein großes Spektrum. Von daher und Sie waren offen hat sich für das alles. gut entwickelt. Prima. Und, ja, absolut. Ja. Ja. Frau Inselkammer, jetzt hat der Fabian so beschrieben, wie hip das ist und wie sich junge Menschen reißen, bei ihm eine Ausbildung zu machen. Nun ist das natürlich digital, was da abläuft, vieles online und es geht um Güter, die auch junge Leute ansprechen. Das ist natürlich nochmal was ganz anderes als Hotellerie und Gastgewerbe, ne? Wo die Leute denken, boah, lange Schichten rund um die Uhr und ja, vielleicht auch, ja, keine Ahnung, also jedenfalls schwieriger und problematischer. Was können Sie da aber trotzdem mitnehmen, um vielleicht für Ihren Beruf zu optimieren, für Ihre Ausbildungen? Also das ist auch so ein Märchen, was sich ewig hält, dass man rund um die Uhr arbeiten muss und so weiter. Auch wir haben ein ganz normales Arbeitszeitgesetz. Ja. Und alle Berufe, und das sind sehr viele, jeder Polizist, alle, wo Menschen für Menschen arbeiten, wo Menschen haben eben nun mal am 7 Tagen 24 Stunden Bedürfnisse. Ja. Alle Menschen, die für Menschen arbeiten, haben natürlich Einsätze, die nicht sich nach unserem gesellschaftlich wohl ordentlichen Verhalten ausrichten, nämlich dass ich um 4:30 frei habe und am Freitag schon um Mittag und am Wochenende frei. Ja, das haben wir uns einmal so vorgestellt. Aber Menschen richten sich nicht nach dem Schema. Also wir arbeiten auch für Menschen. Wir versuchen wirklich etwas für Menschen zu tun, damit sie sich treffen können, damit sie eine gute Zeit haben. Und das ist das, was auch viele Menschen in unserem Beruf begeistert, dass sie für Menschen arbeiten. Wir haben ja mal zusammen das Modell der wertschätzenden Ausbildung, Fabian, entworfen, wo wir ganz doll darauf Wert gelegt haben, die Wertschätzung der Menschen im Beruf ist das Allerwichtigste. Und bei allen Umfragen, bei jungen Menschen steht die auch immer ganz oben dran. Die Wertschätzung für das, was sie sind und was sie tun. Und so haben wir das aufgedröselt und haben gesagt, wir müssen erst mal anfangen, in die Schulen zu gehen und in den Schulen auch die Lehrer begeistern für unsere Berufe, weil das sind ja Akademiker, die müssen wir auch erst begeistern für unsere Berufe und schauen, dass sie eben Frau auch Fleischmann nickt vom Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband. Ich sehe die Frau Fleischmann schon, darum sage ich das auch nochmal so deutlich. Und wir müssen auch die Praktika nutzen, dass die jungen Menschen auch lernen in der Praxis, was ihnen Freude macht. Wir haben mit den Auszubildenden zusammen mal den Satz geprägt, wir bilden aus für 111 Berufe. Das heißt,
also bei uns kann man sich entwickeln in jede Richtung und das ist ja auch das Tolle bei einer beruflichen Ausbildung, dass das in einem Alter passiert, wo die jungen Menschen sich noch nicht so richtig spüren können. Sie haben das ja sehr schön gesagt, ja, die müssen sich ja spüren lernen und das ist einfach das Tolle auch in der Gastronomie und in der Hotellerie, da gibt es Berufe hinter den Kulissen, vor den Kulissen. Ich kann im Büro arbeiten, ich kann handwerklich was tun, ich kann im Abgeschiedenen im Hotelzimmer was tun. Also ich kann überall mich einbringen und spüren lernen, wo fühle ich mich denn wohl und darauf eben meinen weiteren Werdegang aufbauen. Und das halte ich für unheimlich wichtig und da gibt es halt Chancen ohne Ende. Der Sebastian hat das ja ganz toll gesagt, einfach mal aus der Hotelrichtung, aber unsere Berufe bilden halt, wir haben ja von der Eckkneipe bis zum 5-Sterne-Luxushotel alle Ausprägungen vertreten und da kann ich mich entwickeln, in welche Richtung auch immer und was für mich eben auch ein Riesenvorteil ist, dass ich kann meine Lebenswirklichkeit anpassen an meinen Beruf, ja, oder umgekehrt den Beruf anpassen, weil wir eben an 7 Tagen 24 Stunden Bedarf haben. So kann ich eben auch mein Familienleben vielleicht damit einbringen. Frau Inselkammer, ich weiß gar nicht, was Sie gelernt haben. Das oute ich mich. Ich habe mit 18 geheiratet. Das ist eine harte dann Lehre, gleich oder? 3 Kinder gehabt und habe aber dann bin dann in den Betrieb eingestiegen und habe dann die Ausbildung und das alles nachgeholt und bin auch eigentlich über die Ausbildung überhaupt auch in den DEHOGA gekommen, weil mir das eben so am Herzen liegt. Mir macht es solchen Spaß. Wir haben auch bei uns 20 Lehrlinge. Wir haben auch eine gute Bewerbungssituation. Ich glaube, dass wir die Betriebe, die lernen, sich um dieses Thema ordentlich zu kümmern, die werden auch in Zukunft genug Auszubildende haben. Wir haben ja auch wir tun ja unheimlich viel im Verband, also auch dieses sogenannte Employer Branding, einfach mal das wirklich mal zu definieren, was ich als Arbeitgeber für meine Mitarbeiter tue, was wir zusammen tun, wie kann man sich einbringen, das Ideenmanagement und da könnte ich jetzt eine Stunde alleine referieren. Wir werden das fortsetzen an anderer Stelle. Dima, ich würde dich gerne noch fragen, wie geht es jetzt weiter für dich? Du machst jetzt sofort deinen Meister. Ich sehe dich hier so strahlen. Es ist unglaublich, welche Energie darüber kommt. Was ist dein Plan, dein Ziel? Sage ich das erstmal so. Ich mache jetzt im September meinen Meister, fange ich an. Dauert 2 Jahre in einer staatlichen Schule hier in München. Nach dem Meister, neben dem Meister erstmal will ich auch bei Apollo noch Nebenjob arbeiten, dass ich auch ein bisschen so Geld verdienen und immer noch die Erfahrung dabei habe. Und nach dem Meister geht weiter, dass ich vielleicht 1 oder 2 Jahre als Meisterin arbeite, ein bisschen Erfahrung sammeln und meinem Trainingsprogramm bei Apollo auch anfange und irgendwann auch Etage übernehmen. Wer weiß, auch vielleicht mit der Zeit auch Filiale übernehmen, aber erstmal Etage. Ja. Wow. Weil ich arbeite in der Neuhauser Straße, es ist eine große Filiale, hat 4 Etagen. In jeder Etage gibt es eine Etagenleiterin und das will ich erstmal anfangen. Du bist echt die beste Werbung. Ich sag's jetzt nicht. Wahnsinn. Danke. Und jetzt möchte ich aber doch an einer Stelle einhaken. Wie ist denn das, wenn jetzt du machst deine Meisterausbildung und das kostet viel Geld? Du arbeitest nebenher, um dir das zu finanzieren. Darf ich jetzt bei Ihnen da nochmal nachfragen? Ist das so eine Ungerechtigkeit, die wir da haben? Sie sind der Sozialdemokratie eng verbunden vom Herzen her. Ich halte es für falsch. Ja, genau. Ich halte es für falsch. Also ich denke, wir sollten die berufliche Bildung in vielerlei Hinsicht zusätzlich fördern. Wir haben auch über Perspektiven ein bisschen gesprochen. Die Berufsschulen sind nicht alle in bester Verfassung, die müssen auch bessere Ausstattungen haben, die Lehrkräfte müssen fortgebildet werden, es muss mehr Allgemeinbildung dort hinein, ich sage auch mal angenehmes Thema, aber auch das Englische ist wichtig, ja, das ist einfach international, da kommt man nicht drum rum, das ist halt jetzt die Lingua Franca geworden. Und auch manchmal eine gewisse Wissenschaftsnähe, also da muss auch was sich verändern, ja? Also die berufliche Bildung muss sich da auf die Zukunft stärker orientieren. Aber ein ganz offenkundiger Punkt, warum müssen die Leute selber noch aus eigenem Geldbeutel dazu zahlen, wenn sie eine Meisterprüfung
Schule besuchen. Also das ist nicht einzusehen. Wir haben Vermissen so ein Sie das im starkes Koalitionsvertrag jetzt, der aktuellen? Ja, ich weiß gar nicht, was da genau drin steht. Da steht die Förderung der beruflichen Bildung drin, ja, aber da erfreulicherweise. steht Jahrzehnt der Bildungschancen und so weiter, aber ohne, dass es irgendwie genau, konkret ist nicht wird. konkretisiert. Ja. Also das wäre vielleicht auch ein Impuls, den man hier aussenden kann. Absolut. Den wir hier vielleicht als Wertebündnis irgendwie nochmal anpacken können. Gleichrangigkeit, Gleichwertigkeit, das zählt damit dazu. Ja. Absolut. Markus, bevor ich öffne fürs Publikum für Fragen, nochmal an dich. Was würdest du noch so für einen Herzenswunsch einspeisen, damit die berufliche Bildung den Stellenwert bekommt, den sie verdient? Naja, wir sind ja da mit Wertebündnis Bayern und die Werte im Allgemeinen stehen für mich eigentlich immer auf Augenhöhe, denjenigen gegenüber auch gleichzustellen, egal was der macht, was der für einen Beruf macht, wo er herkommt, was für Nation, was für Aussehen das er hat. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Teil, was, wenn man das befolgt, dann ist das automatisch bei denen auch so. Berufsausbildungen sind einfach Wahnsinn, das ist haptische, also ich selbst, ich kann mir keinen anderen schönen Beruf vorstellen, als wie zu bauen oder beziehungsweise ich habe jetzt mittlerweile 25 Häuser transferiert. Ich habe jetzt hast du wieder auf den Finger kauen, gell? Der Nagel ist blau. Ja, immer wieder mal. Auf alle Fälle, das ist sowas, also man kann da mega stolz drauf sein und da fasse ich alles zusammen, was jetzt da so am Podium oder auch vorher erwähnt worden ist. Es kommt nicht darauf an, was du verdienst, sondern mit was du zufrieden bist. Ja. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Und die Neugier ist für mich da ein ganz großer Faktor, weil man da halt weitaus mehr erreichen kann, wenn man auf was ganz Spezielles, das auf einmal zum Hobby wird. Weil die Neugier, das kann zum Hobby werden. Und wenn man das zum Beruf noch umbaut, ja, dann ist eigentlich das Arbeiten nicht Arbeiten, sondern dann ist es immer noch dein Hobby, wo du dein Geld verdienen kannst. Und das wünsche ich natürlich allen Jugendlichen, wo sich entscheiden müssen, wo gehe ich denn eigentlich hin, dass sie die Neugier bewahren und einfach das mal probieren. Also nicht jetzt immer nur den Trend der Eltern oder beziehungsweise auch das, was die Gesellschaft erwartet, einfach auch mal zu probieren. Und ganz ehrlich, wenn ich alle die Widerstände, was zu mir gesagt, das geht nicht, ein Museum aufzubauen und jetzt mittlerweile 90 Mitarbeiter zu haben, in 7 Monaten 100.000 Leute zu begrüßen und eine Ausbildungsstätte geworden bin Brauerei, ich habe Gaststätte, ich habe Bäckerei, ich habe Schnapsbrennerei. Also es funktioniert und ich habe alles, was ich mir wünsche. Also Mut zum Risiko und Mut auch einmal auszuprobieren, das kann ich allen mitgeben. Ja. Noch kurz an dich die Frage, Fabian, du bist hier der Hippe in der Runde, ja? Also was hast du, neulich hat vom VBW, der Bertram Brossart gesagt, also Ausbildungsberufe müssen insgesamt hipper werden in ihrer Darstellung, in ihrer Ausbildung, in ihrem Image. Hast du da eine Idee? Ja, ich glaube, das geht bei so ganz vielen Kleinigkeiten los. Bei uns beispielsweise in der Firma ist das so, dass jeder Mitarbeiter ist auf einer Ebene. Klar hat man unterschiedliche Stellenwerte und alles drum und dran, aber am Ende des Tages arbeitet jeder mit jedem zusammen. Wir haben einen Azubi beispielsweise, der arbeitet mit unserem gelernten SEO-Manager zusammen und ich glaube, dass es viel, viel mehr Sinn macht, wenn man die Leute in den Firmen untereinander einfach mehr interagieren lässt. Weil am Ende des Tages ist es, das ist meiner Meinung nach auch so ein Fehler im Schulsystem, wenn ich sage, wenn jemand weniger Wissen hat und ich dann jemanden mit weniger, der in Mathe nicht gut ist, ich beispielsweise, ich war in Mathe nie gut, aber wenn ich dann mit jemandem zusammengetan werde, der in Mathe auch nicht gut ist, dann fällt es mir schwerer, mit dieser Person zusammenzulernen, als wenn man mich mit jemandem zusammengetan hätte, der in Mathe gut ist und der mir dann beibringt, das, was er weiß. Und ich glaube, dass das in vielen Ausbildungsbetrieben auch das Problem ist, dass man noch so einen großen Abstand zwischen unterschiedlichen Positionen hat. Und ich glaube, dass das auch nicht mehr ganz zeitgemäß ist. Aber das sind auch nur meine Erfahrungen am Ende des Tages. Ja. Spannender Punkt. Gibt es Fragen von Ihnen hier aus dem Saal? Ich sehe hier viele neugierige Augen und darf auch noch mal fragen. Da ist ein Handzeichen. Ich weiß nicht, ja super, wenn Sie das netterweise angeln, klasse. Christian Hirsch hier für den Arbeitskreis Evangelischer Unternehmer, im Normalberuf Personalberater. Deswegen eine Frage gleich an Sie, Professor Nieder-Rübelin. Sie hatten das Thema der unsäglichen OECD-Studie angesprochen, in der ja Deutschland genau deswegen auch immer weiter nach hinten fällt, weil die berufliche Bildung ja Gott sei Dank ja sehr hoch gehalten wird. Jetzt gibt es so Versuche zu sagen, wir setzen einen Abschluss als Meister einem Bachelor gleich oder etwas Ähnlichem. Ich meine, ich finde das ja nett, um dementsprechend dann so eine Statistik aufzuwerten oder zu verändern, aber ist das nicht eigentlich
kontraproduktiv, denn gleichzeitig weiß ich, dass es massive Versuche, gerade in den USA gibt, in vielen Bundesländern, in vielen Staaten, die berufliche Bildung aus Deutschland dorthin zu transferieren mit der Fragestellung, wie können wir von euch lernen? Sollten wir nicht mit einem gewissen Stolz lieber auftreten und sagen, das ist ein Exportmodell par excellence für uns? Ja, das machen. Darf ich Ja, gleich sehr einmal, gerne. die machen da nochmal jetzt ein Fass auf, ja? Und das können wir wahrscheinlich nicht austrinken jetzt. In der Tat, es ist so, also man muss sich ja überlegen, wie kommt es denn, dass so kluge Leute, ja, Bildungsinstitutionen, könnt jetzt die alle aufzählen, ja, unter anderem Bertelsmann und Bosch Stiftung und das Zentrum für Hochschulentwicklung und so weiter, dass die alle diese nachlässige, abwertende Haltung gegenüber der beruflichen Bildung über Jahrzehnte jetzt hatten. Das war am Anfang nicht wirksam, weil das deutsche Bildungssystem föderal gesagt hat, das interessiert uns nicht, wir machen das, wie wir es gehabt haben und alles ist gut. Und dann über den Umweg Europas, Bologna-Reform, wurde gewissermaßen so eine Art Druck dann ausgeübt. Europa ist übrigens gar nicht zuständig für diese Fragen, aber über diesen Umweg ist es dann doch gelungen, gewissermaßen diese Bildungsstruktur, die wir hier haben, mit allen Schwächen und Stärken, und die berufliche Bildung gehört zu den Stärken, doch massiv unter einen Anpassungsdruck zu stellen. Also so, ihr könnt nicht jetzt mehr Leute, wir lassen es mal einfach dabei. Ja? Das ist auch ganz schön rekonstruiert worden unterdessen, wie das in den 90er Jahren beginnt. Und dann ist was Merkwürdiges passiert. Auch ob man darüber nachdenkt oder nicht, man orientiert sich an bestimmten Mustern, Grundmustern. Und das Muster in der Bildungsforschung international ist interessanterweise, naheliegenderweise das Angelsächsische. Das ist ja nicht überall gleich. Das Britische ist ein bisschen anders als das Amerikanische, aber es gibt Gemeinsamkeiten, nämlich Bildung als Investment. Wir investieren, deswegen darf es auch was kosten, ja, und dann kommt was nachher raus und so. So ist eigentlich dieses Modell. Und möglichst so, dass es keine zu großen Differenzen gibt. Also alle Highschool-Abschluss und so weiter und so weiter. Und das ist auch nicht alles unsympathisch. Und damit ist was weggefallen in diesen Kategorisierungen, nämlich was machen wir denn mit so einem komischen Bildungssystem, was die Mehrzahl eines Jahrgangs gar nicht über die Allgemeinbildenden und Hochschulen in den Beruf bringt, sondern über eine merkwürdige Kooperation von Staat und Wirtschaft im dualen System der beruflichen Bildung. Es passt nicht ins Muster. Und das ist bis heute das Hauptproblem. Die OECD hat erkannt, haben sich jahrelang dagegen gesperrt, dass die niedrige Jugendarbeitslosigkeit und generell die niedrige Arbeitslosigkeit der jüngeren Jahrgänge bis 29 mit der beruflichen Bildung zusammenhängt. Das kann man anders gar nicht erklären. Sie lobt das unterdessen. Und dann fällt sie wieder zurück und sagt, ja, aber die Absolventenquoten sind in Deutschland zu niedrig, ohne zu sehen, dass diese Dinge eng miteinander zusammenhängen. Und wenn Sie mir das noch, den einen Satz, der vielleicht auch noch interessant ist, der kommt von wirklich, also Jutta Allmendinger, sage ich mal, kluge Bildungsforscherin auch, kommt dann immer der Einwand, ja, aber. Gut, es stimmt, es funktioniert wirtschaftlich, Mittelstand ist davon abhängig, mittelständische Wirtschaft in hohem Maße, stimmt, wird unterdessen anerkannt, funktioniert. Aber die Mobilität wird blockiert. Dadurch wird Mobilität blockiert. Und das habe ich mir sehr genau angeschaut. In der Tat haben wir niedrigere Bildungsmobilität als angelsächsische Länder. Also aber Durchlässigkeit? Jetzt, ja, immer noch. Auch deswegen, weil, vielleicht können Sie das bestätigen, weil eben in vielen Milieus es immer noch üblich ist, dass der Vater hat eben meinetwegen eine Schreinerei oder was auch immer. Sie haben ja was, und dann die Kinder gehen dann auch in diese Richtung. Ja? Das gibt es immer noch, vor allem im Süden Deutschlands, Westen Deutschlands, Baden-Württemberg, Bayern ist es noch eine relativ stark verbreitete Haltung. Jetzt habe ich mir das genau angeschaut. Die soziale Mobilität ist aber interessanterweise ausgerechnet in Deutschland deutlich höher als in den USA oder in Großbritannien und in vielen anderen Ländern. Also die soziale Mobilität ist höher und das hängt mit der beruflichen Bildung zusammen, weil viele, die über die berufliche Bildung in den Beruf gehen, die sind am Ende dann bei den Gutverdienern. Das heißt, man kann über diesen Weg soziale Mobilität organisieren. Also Bildungsmobilität ist bei uns niedriger, muss man akzeptieren. Soziale Mobilität ist höher und soziale Mobilität scheint mir wichtiger zu sein als Bildungsmobilität. Was spricht dagegen? Was soll das ein Vorteil sein? Das Kind eines Gymnasiallehrers wird
auch wieder Gymnasiallehrer manchmal und das Kind einer Schreinermeisterin wird manchmal auch wieder Schreinermeister. Ja, das allein ist ja nun noch keine Katastrophe. Ja, ich meine, das kann ja nun, gut, wie auch immer. Und jetzt letzter Punkt, weil die Antwort, die steht noch aus. Es gibt eine Strategie, die auch bei den Handwerkskammern, wie ich weiß, und Industrie- und Handelskammern bei manchen als attraktiv gilt. Das heißt jetzt, das Kind ist Brunnen gefallen, wir orientieren uns an den amerikanischen oder meinetwegen auch britischen Kategorien und dann werten wir das so auf, dass wir sagen, die Berufsbildung muss dann eben in diese Kategorie rein. Dann gibt es eben einen praxisorientierten Master oder sowas. Eigentlich alles Quatsch, aber wenn es hilft, machen wir es halt, ja. Aber eigentlich ist es ein Kotau vor einer Fehlentwicklung, die wir die letzten 2 Jahrzehnte jetzt hatten. Danke. Vielen Dank. Frau Portuk, haben Sie haben Sie irgendwas aus dem Stream, aus dem Chat? Genau, online hat sich die Frau Oechslein gemeldet. Die hatte noch eine Frage zu den Schulformen. Und zwar sagt sie, ist es nicht so, dass das Gymnasium inzwischen zur Hauptschule geworden ist? Die Mittelschule ist aufzuwerten, die Realschule auch und das Gymnasium muss wieder seinen richtigen Platz einnehmen. Was meinen Sie dazu? Wenn ich nochmal kurz versuchen soll, eine Antwort zu geben, also so stimmt das nicht. Es gibt große Unterschiede in Deutschland. Wenn Sie nach Hamburg schauen, da ist in der Tat der größte Teil eines Jahrgangs dann am Ende auf dem Gymnasium. Das ist in Bayern nicht der Fall. Wir haben in Bayern jetzt gegenwärtig ungefähr halbe. Da ist aber viele, derjenigen ist auch vorher gesagt von Frau Aigner, viele derjenigen, die nachher eine Hochschulzugangsberechtigung haben, gehen nicht übers Gymnasium darüber. Also Gymnasialabschluss weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, das wissen Sie wahrscheinlich besser, ist wahrscheinlich ungefähr ein Viertel oder sowas. Dann kommt nochmal ein Viertel ungefähr dazu, vielleicht ein bisschen mehr, die kommen über andere Wege zu einer Hochschulzugangsberechtigung und dann die andere Hälfte eben ohne und eben Großteil davon geht dann über die berufliche Bildung in den Beruf. Also, und ich halte das für vernünftiger, sagen wir mal, als den Hamburger Weg. Also da ich halte es nicht für vernünftig, so wie Sie auch, mit 9 Jahren schon die Entscheidungen zu treffen, aber ich halte es für vernünftiger, dass wir da eine Balance behalten. Also wir gehen jetzt hier den bayerischen Weg und da interessiert mich noch der interkulturelle Aspekt. Da darf ich bei dir, Dima, nochmal nachfragen. Du bist jetzt wirklich so ein Musterbeispiel, überhaupt erst nach Deutschland gekommen 2014. Die große Fluchtbewegung aus Syrien war dann 2015. Jetzt erleben wir eine ähnliche Bewegung, vielleicht sogar noch eine andere Größenordnung aus der Ukraine. Hast du eine Vorstellung, eine Idee dafür, wie man die Menschen erreichen kann, um die für eine berufliche Bildung, zum Beispiel bei der Frau Inselkammer in der Hotellerie oder im Bauernhofmuseum von Markus Wasmeier oder hier im coolen Laden oder bei Apollo zu begeistern? Ich finde eigentlich, bei mir persönlich war das so, dass ich in der Schule weniger Unterstützung bekommen habe in Richtung Ausbildung. Wo ich mein Quali gemacht habe, hatte ich richtig weniger Ideen, was ich eigentlich machen muss. Deshalb habe ich eigentlich ein Jahr komplett nur einen Ausbildungsplatz oder einen richtigen Beruf gesucht. Das sollte eigentlich von der Schule erstmal anfangen. Dass man richtig an die Ausbildung mehr konzentrieren und vielleicht mehr Ausbildungsmesse zu besuchen, nicht nur einmal im Jahr oder zweimal im Jahr. Das finde ich richtig schade. Dass man auch viele nach dem Abschluss auch noch so 2 Jahren warten oder halt nur noch Überlegungen machen mussten, welche Ausbildung soll ich jetzt anfangen. Ja. Also mehr Schnupperangebote, mehr Ausbildungsmessen. Ja. Markus, hast du da noch eine Ergänzung? Ich habe gerade irgendwie... Gerade durch Corona ist da ja auch viel weggefallen, also da muss man noch mal vieles aktivieren. Die Praktikums, das sind ja ein ganz wichtiger Teil. In England ist es auch bei manchen Studienplätzen so, dass sie ein sogenanntes Schnupperstudium machen, wo alle 3 Monate also gewisse Gewerke zusammengefasst werden. Nach 3 Monaten legt man wieder 2 weg, 1 behält man, das wo man ein bisschen besser macht und dann geht es das ganze Jahr so mit insgesamt 12 verschiedene Berufszweige. Also wenn man jetzt im Design ist, geht es von Holz bis zur Kleidung bis zum alles Mögliche. Und dann am Ende weiß man dann auch, was man studieren will. Das wäre ungefähr das Gleiche, wie zum Beispiel jetzt, gehe wieder zurück in Südtirol, ist es ab der 7., 8. Klasse gibt es Berufsjahre. Das heißt, da kannst du dann auf verschiedene Berufszweige hingehen. Das ist eine Schulzeit, die da angerechnet wird. Und dann kannst du den Beruf einmal ausüben im Praktikum. Und dann weißt du,
gehe ich wieder zurück zu diesem Beruf oder bleibe ich da gleich und nachher gehe ich auch auf meinen Meister oder beziehungsweise auf dessen, weil das sehr viel mit Handel auch zu tun hat, dann geht er mit zu dem Platz. Also das finde ich halt charmanter, weil du musst ja diese 14-, 15-Jährigen, die ja wirklich mit allen möglichen anderen Dingen noch konfrontiert sind, also die Pubertiere, die musst du irgendwie begeistern. Und manchmal ist da Arbeiten wirklich ein gutes Instrument, um die einfach einmal zu zeigen, hey, für was lerne ich eigentlich die ganze Zeit. Hey, das ist eine coole Geschichte. Ich glaube, das wissen vielleicht viele in dem Alter gar nicht, um was es jetzt eigentlich wirklich geht. Erst danach dann und ja, da wird halt viel eingebremst, immer mit Einflüssen von außen und ich glaube, dass da dieses System bei uns zu wenig praktisch ist. Ja. Die Schule ist sehr, ja, was sagen wir, einfach so neutral, so gar keine Emotionen drin führt. Hängt natürlich immer vom Lehrer ab, wie die das machen. Also es gibt auch übrigens, wenn ich ganz kurz einbringe, in ein Projekt in Niederbayern, ein Gymnasium, die zum Beispiel keine Mensa gehabt hat, dann haben die eines gemacht, die haben sich unterschiedliche Unternehmen, haben sie die mit in die Schule geholt, die praktisch aus Lehrer oder aus Ausbilder, aus Ratgeber praktisch kommen. Da haben die innerhalb von der Schule eine riesen Mensa für 2000 Schüler, von Schülern gekocht, von Schülern eingekauft, sich selbst einen Verdienst zu geben und so auch andere Dinge. Der eine hat auf einmal, weil er Landwirt war, einen riesen Maschinenpark hat, ist er auf einmal unterstützt worden, wie kann man Maschinen vermieten und so weiter. Also in der Praxis. Also, und das zu begleiten von einem Unternehmen, das ist irre, weil da wissen die sofort, um was es geht. Markus, meinst du, es gelingt uns, noch ein Speed-Dating zu machen? Mir wird auf die Uhr geschaut, dass jeder noch irgendwie so einen Satz sagt, was er gerne einspeisen würde, jetzt für die künftige Arbeit des Wertebündnisses an diesem Thema. Hast du einen Kernsatz noch vielleicht zum Mitnehmen? Wie ich vorher schon erwähnt habe, auf Augenhöhe, wir brauchen alle Bereiche und keiner ist da schlechter und besser und die Neugier soll immer bei jedem bleiben und einfach anpacken, für die Jugendlichen ganz wichtig und die Erwachsenen sollen es einfach auch so annehmen. Danke, Markus Wasmeier. Dima, von dir auch so ein Wunsch, eine Botschaft? Ich würde nur gerne sagen noch, die Ausbildung ist nicht nur eine Ausbildung, man kann immer noch nach der Ausbildung weiter sich zubilden, auch Meister machen, nachher arbeiten, entweder auch immer noch als Meister arbeiten oder weiterhin in der Uni gehen und immer noch studieren. Man hat viele Möglichkeiten, die Ausbildung ist nur der Anfang. Tolle Frau. Alles Gute dir. Danke. Vielen Dank. Frau Inselkammer, haben Sie auch eine Botschaft, einen Wunsch an das Wertebündnis, das sich jetzt an die Arbeit macht? Wir haben ein tolles Projekt mit dem Wertebündnis gemacht, das heißt Bayern schmeckt und da werden Realschulklassen für eine Woche eingeführt vom Einkaufen für Lebensmitteln, Besuch auf dem Bauernhof, schauen, wie Lebensmittel überhaupt produziert werden und das Verarbeiten, Einladen von Menschen, Bewirten von Menschen, mit Einladung, mit Abspülen, mit Koch, mit allem, ja, also mit allem drum. Und ich würde mir einfach wünschen, dass das weiter lebendig bleibt, dieses Projekt, weil es nämlich wirklich ein sehr, sehr erfolgreiches, gutes Projekt war, wo im Sinne des Wertebündnisses auch unheimlich viel passiert ist. Der Wert der Arbeit, die man macht, egal wo. Schönes Wort. Herzlichen Dank. Dankeschön. Fabian. Also ich bin der Meinung, man sollte einfach das Ausbildungssystem attraktiver darstellen den Schulen gegenüber, weil ich glaube, wenn man den Schulen, also den Schülern vermittelt, wie wichtig eine Ausbildung ist und welche Bereiche es gibt und dass man dadurch auch alle weiteren Möglichkeiten hat, dass dann viele auch schon deutlich mehr Lust haben, eine Ausbildung zu machen, als nur diese Möglichkeit zu sehen, zu studieren, weil das ist meiner Meinung nach nicht richtig. Dankeschön, Fabian Arnold. Herr Niederrümelin, wir haben Sie jetzt ordentlich beansprucht, aber ich weiß, Sie können auch Mathematik und 2 Sätze. 2 Sätzen, gut. Also ich will vielleicht einen Aspekt, der noch nicht genannt wurde, jetzt hier zum Schluss benennen, nämlich Vertrauen. Wir vertrauen zu wenig den Ausbilderinnen und Ausbildern, Lehrerinnen und Lehrern, dass sie schon am besten beurteilen können, was für die Kinder und Jugendlichen das Richtige ist. Es gibt nach meinem Eindruck zu viel Gängelung, zu viel Steuerung, zu viel Kontrolle, zu viel Vorgaben. Die Schulen haben wenig Spielräume, die Lehrkräfte haben wenig Spielräume. Und das gilt auch ein bisschen für das Vertrauen in die junge Generation. Ich meine, die ist kleiner geworden, demografische Schrumpfung. Gegenwärtig
wird es jetzt zum zweiten Mal größer, als alle Demografen gedacht haben, 2015, 16, jetzt haben wir das nochmal. Übrigens ganz interessant, damals kamen 82% junge Männer zwischen 16 und 32. Ich weiß nicht, jetzt kommen 82% junge Frauen zwischen 16 und 32, weiß ich nicht. Aber jedenfalls, wir haben vielleicht auch dadurch demografisch einen gewissen Ausgleich und wir müssen schauen, dass wir auch diese Kompetenzen, die jede Generation mit sich bringt, in aller ihrer Vielfalt, irgendwie erstmal annehmen und sagen, wir können uns die nicht neu schnitzen, sondern die müssen selber ihren Weg gehen und wir bieten etwas an, damit sie sich auf diesem Weg selber finden. Schönes Schlusswort. Danke herzlich an diese Runde und allen, ja, alles Gute von Herzen. Vielen Dank. Danke. Sie dürfen sich gerne wieder unten hinsetzen. Gleich gibt es was zu essen, jedenfalls für diejenigen, die hier im Saal sind. Aber davor machen wir uns an die Arbeit. Und zwar, wir haben ja kein Erkenntnisproblem, das ist typisch deutsch, sondern wir haben ein Handlungsproblem. Und deshalb ist es wichtig, jetzt schnell an die Arbeit zu gehen. Und das wird das Wertebündnis tun in ganz unterschiedlichen Projektgruppen. Sie sind herzlich eingeladen, da mitzumachen. Und jetzt gibt es kleine Pitches, damit Sie wissen, welchem Projekt, welcher Gruppe Sie sich anschließen. Es wird da Sitzungen geben, Brainstorming-Geschichten, Veranstaltungen, damit wir wirklich was rocken bei diesem Thema. Jetzt wird getrommelt, also auch in Pitches, ähnlich wie wir die Auszubildenden eben erlebt haben. Für den ersten Komplex, es sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Komplexe. Für den ersten Komplex, Schule, Beruf, Fokus, Mittelschule, spricht Dr. Karin Oechslein vom Arbeitskreis Schule und Wirtschaft, deren Frage wir eben gehört haben. Sie schaut uns von zu Hause zu. Und die Wortführerin dieser ersten Projektgruppe ist Christine Schießel. Sie ist vom KEG, also dem unabhängigen Berufsverband für Lehrkräfte und Pädagogen. Liebe Frau Schießel, wenn ich Sie bitten darf, ich reiche Ihnen das Mikro sehr gerne, oder wollen Sie es am Pult? Ja, wunderbar, auch gut. Okay. Ja, vielen Dank, dass wir unsere Gedanken kurz vorstellen dürfen. Unser Arbeitskreis oder unsere Untergruppe in diesem Arbeitskreis wird schon, wie schon gesagt, von Frau Dr. Karin Oechslein und von mir, von der Katholischen Erziehergemeinschaft vertreten. Wir hatten bereits einige digitale Sitzungen, in denen wir uns darauf geeinigt haben, dass wir eine Systematik erarbeiten wollen, die sich an alle Untergruppen richtet. Und zwar bin ich auch direkt an einer Mittelschule tätig, um das jetzt einfach mal zu sagen, und weiß um die Bedarfe unserer Schüler und auch, wo sie ihre Stärken haben. Es ist uns ganz wichtig, jetzt mit dem Schwerpunkt Mittelschule ganz viele Ideen, Anregungen zu schaffen, um unsere Schüler noch mehr zu stärken. Also das wäre ganz wichtig. Und wir haben auch 4 Bereiche, die unsere Mittelschulen auszeichnen. Und zwar ist es stark für den Beruf, stark in der Person, stark im Wissen und stark im Umgang mit Medien. Und diese 4 Bereiche haben wir uns als Grundlage genommen, haben geschaut, inwieweit die weiteren Unterarbeitsgruppen dort einzugliedern wären oder dort anzusiedeln wären. Und wir haben uns überlegt, dass es ein Gesamtkonzept bräuchte, in dem nicht wieder ganz viele neue Projekte geschaffen werden, obwohl es schon ganz viele tolle Sachen gibt. Es wurden auch schon ganz viele Sachen genannt, von der IHK, von der Handwerkskammer und von ganz vielen Stellen, auch aus der Politik. Und unsere Idee ist, das in ein Gesamtsystem zusammenzupacken, zu schauen, also ich habe es jetzt nicht groß, es ist so eine Systematik. Im oberen Bereich sieht man, was könnte, welche Projekte, welche Gedanken, welche Möglichkeiten gäbe es, direkt an der Mittelschule mit den Schülern zu arbeiten, um dies dann mit in die Berufsausbildung rüberzunehmen, um dann zu schauen, was die anderen Anbieter bzw. in den Ausbildungsbetrieben oder die IHK oder die HBK auch schon an Projekten haben, an die man hier anschließen könnte. Also uns wäre hier ein ganz nahtloser Übergang wichtig und nicht die Neuschaffung vieler neuer Projekte, weil viele, die schon bestehen und sehr gut sind, so umfassend noch gar nicht genutzt werden. Ganz wichtig wäre uns, dass die Sachen bayernweit umsetzbar sind. Also das heißt, wenn wir das zusammenstellen in eine Systematik, uns würde da aktuell zum aktuellen Stand ein digitales Board vorschweben, zu dem alle Zugriff hätten. Zum einen die Schulen, um dort attraktive Angebote abzurufen, zum anderen aber auch die Möglichkeit besteht, dass wenn jemand sich in diesen 4 Bereichen der Mittelschule, die dann in die Ausbildung weitergeführt werden,
ein Angebot anbieten könnte, dass er das in diese digitale Board eintragen kann, zu dem dann jeder Zugriff hätte und bayernweit abrufbar. Also es sollte nicht so sein, dass es Angebote sind, die jetzt zum Beispiel nur in Oberfranken oder nur in Oberbayern möglich sind, denn dann hätten ja die anderen Auszubildenden davon keinen Mehrwert, sondern es sollte für alle möglich sein, umzufassen. Und der zweite Gedanke wäre, dass wir natürlich jetzt, weil es um die Mittelschule geht, hier versuchen zu starten und möglichst viele Ideen und Anregungen zu bekommen. Aber natürlich wollen wir dieses Board ausbauen mit den anderen Bedarfen, mit den anderen Herausforderungen, in die Ausbildung zu gehen von einer Realschule, von einem Gymnasium. Es sollen natürlich auch die Förderschulen und die Berufsschulen mit aufgenommen werden. Also darum sollte diese Systematik erweitert werden. Jetzt mache ich in diesem Sinne Werbung für unsere Untergruppe, für den Bereich der Mittelschulen und bitte darum, wenn sich jemand angesprochen fühlt, der Angebote hätte, die wir aufnehmen können, der bereit wäre, natürlich auch dieses Thema des Übergangs weiterzuentwickeln, aus dem natürlichen Konzept auch erstellt werden sollte, das ist ganz klar. Wenn sich da jemand bereit erklären würde, mit uns gemeinsam zu arbeiten oder uns Ideen oder Angebote zu geben, die wir einfach und nachhaltig, jetzt greife ich das auch umsetzen können, dann wäre ich Ihnen sehr, sehr dankbar. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön für diese Werbung. Danke. Weiter geht's mit der politischen Bildung von Auszubildenden und da freue ich mich auf Uta Löhrer von der Landeszentrale für politische Bildung. Herzlich willkommen. Super. Mögen Sie auch ans Pult gehen? Ja, wunderbar. Ja, im Rahmen der Initiative haben wir uns Gedanken gemacht, wie können wir der jungen Generation Hilfestellungen leisten, die ja doch einigen Herausforderungen gegenübersteht. Ökonomische, ökologische, soziale, politische Themen beschäftigen den Alltag, in dem es tagtäglich darum geht, Fakten und Fake News zu unterscheiden, in dem es darum geht, den Frieden zu bewahren, in dem es darum geht, die Demokratie zu bewahren. Daher spielt politische Bildung auch gerade für die jungen Menschen eine ganz wichtige Rolle und wir haben uns überlegt, welche Kompetenzen brauchen diese jungen Menschen, um als mündige Bürgerinnen und Bürger mitreden, mitdenken und mitgestalten zu können und ja, damit aktiver Teil der Gesellschaft, aber auch ihres beruflichen Umfelds zu werden. Eine Schlüsselkompetenz könnte sein, die politische Bildung. Sie ist im Rahmen von 15 fächerübergreifenden Bildungs- und Erziehungszielen im schulischen Umfeld schon sehr fest verankert und ja, gilt auch nochmal intern als übergreifendes Bildungsziel. Sie vereint Medienbildung, sie vereint nachhaltige Entwicklung, sie vereint verschiedene Komponenten, ökonomische und ökologische Bildung. Und die politische Bildung orientiert sich auch vor allem an den Wertekategorien in unserer Verfassung, nämlich Gemeinwohl, Frieden, Achtung der Menschenwürde. Sie orientiert sich auch an sozialen Werten. Und hier ist sie ein sehr verbindendes Element im Bezug auf Respekt, Toleranz, Teilhabe und die Übernahme von Verantwortung. Die Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit hat schon eine Vielzahl an Projekten, die genau diese Zielsetzungen im Bereich der Wertebildung, politischen Bildung und auch beruflichen Bildung verknüpft, zum Beispiel Juniorwahl, wir haben Theaterprojekte wie Casting Culture, wir haben Simulationen und Games, die an der Lebensumwelt der am Lebensumfeld der jungen Menschen festmachen und dort ansetzen und ihnen aber auch Perspektiven aufzeigen, was auch in europabildungstechnischer Hinsicht sehr, sehr wichtig ist zum Beispiel. Wir haben auch Projekte wie Profilzeigen, ein Argumentationstraining gegen Stammtischparolen. Wir haben ein wunderbares Wertebündnisprojekt Einmischen, wie engagiere ich mich im Bereich Ehrenamt und wir haben Wertedialoge von Jam and Dream. Das ist nur eine kleine Palette unserer Arbeit und ich möchte Sie gerne einladen, diese Palette zu erweitern, uns neue Ideen zu überlegen, wie wir diese Bereiche verbinden können, denn, meine Damen und Herren, wir sind 230 Wertebündnispartner. Wer, wenn nicht wir und wann, wenn nicht jetzt, können wir die junge Generation begleiten, ihr das Handwerkszeug an die Hand geben, kritische Fragen zu stellen, die Antworten haben wir ja selber auch nicht immer, ihr Leben mitzugestalten und letztendlich die Zukunft zu bauen. Herzlichen Dank. Toll. Flammender Appell. Dankeschön. Vielen Dank.
Weiter geht's mit Migration und Arbeitsmarkt und da freue ich mich auf ein Duo. Dr. Marina Jatschuk und Silvia Plötz von INVIA, bitte. Meine Kollegin, die Dr. Marina Jatschuk, bleibt in der dritten Reihe sitzen. Ich mache heute den Pitch. Mein Name ist Silvia Plötz. Ich bin Referentin für Migration und Integration bei INVIA Bayern. Als solche unterstütze ich seit Jahren mit meiner ganzen Seele und mit meinem Herz, ich bin selber Migrantin, andere Migrantinnen und Migranten hier in Deutschland anzukommen, sich zu integrieren und Fuß zu fassen. Damit Migration gelingen kann, braucht es aber mehr als nur Unterstützung. Es braucht neben dem Erwerb der deutschen Sprache eine geregelte Arbeit. Denn Arbeit sorgt für finanzielle Unabhängigkeit vom Staat. Arbeit verhindert Ausgrenzung, Arbeit verbessert die Teilhabechancen, Arbeit fördert persönliche Kontakte. In Bayern gibt es so viele, also es gibt wirklich zahlreiche gut ausgebildete Migrantinnen und Migranten, die ihren erlernten Beruf nicht ausüben können, weil ihre Abschlüsse im Ausland erworben hier nicht wertgeschätzt werden und nicht anerkannt werden. Dieses Nicht-Wertschätzen, dieses Nicht-Anerkennen führt auf der persönlichen Ebene zu einer Dequalifizierung. Es führt zum Verlust des Selbstvertrauens und der Selbstständigkeit. Gesamtgesellschaftlich und wirtschaftlich betrachtet liegt vorhandenes Potenzial, das wirklich ressourcenorientiert genutzt werden könnte, brach. Wir von INVIA Bayern finden es wirklich mehr als nur schade. Wir möchten gerne etwas dagegen unternehmen und gut ausgebildete Migrantinnen in den deutschen Arbeitsmarkt integrieren. Was möchten wir dagegen machen? Wir haben da eine Idee, wie man mit Hilfe von Berufsmentoring gut ausgebildeten Migrantinnen und Migranten helfen könnte, in dem Arbeitsmarkt einzusteigen. Wir sind auf der Suche nach Kooperationspartnern, die bereit wären, mit uns dieses Vorhaben zu verwirklichen. Lass uns einfach gemeinsam Migrantinnen und Migranten wirklich sichtbar als Arbeitnehmer und attraktiver für den Arbeitsmarkt gestalten. Toller Pitch. Danke. Toll. Wow. Feuer und Flamme. Wertebildung in der Berufsbildung. Da freuen wir uns auf Dr. Therese Lehn von der Akademie für Philosophische Bildung und Wertedialog. Grüß Sie. Ja, guten Tag. Ich stelle die Wertebildung vor in der Berufsbildung, die sich unter anderem mit der Fragestellung befasst, welchen Wert wir unterschiedlichen Berufen zuschreiben, woran wir solche Wertzuschreibungen festmachen und auch welche persönlichen Wertvorstellungen und welche persönlichen Kriterien in die Berufswahl bei Jugendlichen, bei jungen Menschen mit einfließen. Warum benötigen wir diese Form von Wertebildung? Ja, wir glauben, es ist ein wichtiger Bestandteil darüber, ich sage mal, ins Gespräch zu kommen, welche Werte uns ausmachen, welche Werte uns antreiben. Und das kann sicherlich in jeder Lebensphase sinnvoll und hilfreich sein, aber ganz besonders eben bei jungen Menschen, weil sie in der Regel zum ersten Mal so eine zukunftsweisende Entscheidung treffen, die wirklich lebensbestimmend ist. Wo gehe ich hin mit meiner Zukunft, mit meinem Beruf? Und wir glauben, das zu reflektieren, welche Ziele mir wichtig sind, welche Wünsche ich habe, welche Wertvorstellungen ich habe, hilft. Dass es hilft, von dem Entscheidungsdruck, sich entscheiden zu müssen, wegzublicken, mehr dahin, wie möchte ich mein Leben gestalten. Also, wie sieht ein Leben aus, für das du brennst, das du liebst? Was hat ein Beruf damit zu tun? Ist der Beruf Teil deiner Vorstellung von einem gelingenden Leben oder finanziert er es nur? Auch die Perspektive einzunehmen, welche Werte stecken dahinter, welche Wirkung hat das alles auf meinen Gesamtlebensentwurf, wenn ich mich für einen Beruf entscheide. Das heißt zum Beispiel, was macht der Beruf mit meiner Freizeit? Was macht er mit meinem Lebensort? Was macht er mit meinem sozialen Umfeld, mit meinen Fähigkeiten, aber auch mit meinem Alltag, wie sich mein Alltag dann gestaltet? Wir glauben auch, dass diese Form von Reflexion während der Berufsausbildung wichtig ist, weil man zum einen sehr, sehr viel Fachwissen sich aneignet in der Berufsausbildung,
aber nochmal zu reflektieren, warum gehe ich denn diesen Weg, warum mache ich denn das alles, wohin führt mich denn meine Berufsausbildung und vielleicht nicht nur mich, sondern auch mein Umfeld, meine Gesellschaft. Wichtig ist für uns bei dieser Fragestellung auch die Außenperspektive mit reinzunehmen. Außenperspektive heißt zum Beispiel an die 17 Nachhaltigkeitsziele anzuknüpfen. Also auch zu fragen, was will denn die Welt eigentlich von dir? Gibt es in der Welt irgendetwas, was dich so sehr nervt, dass du es verändern möchtest? Oder was dich so sehr begeistert, dass du es verändern möchtest? Das ist der Teil der Arbeitsgruppe Wertebildung in der Berufsbildung, in der Berufsorientierung. Und wenn Sie Lust haben, diese Form von Wertearbeit mit einzubringen in Projektideen, dann sind Sie herzlich willkommen. Danke. Haben Sie auch Philosophie studiert? Ja. Danke. Super. Ja, die letzte Arbeitsgruppe ist duale Berufsbildung als Thema und ich freue mich auf Dieter Vierlbeck von der Handwerkskammer. Ja, liebe Damen und Herren, wenn Berufsausbildung in Zukunft Sinn machen soll, dann muss sie sinnhaftig sein. Sie muss einen Nutzen erbringen für diejenigen, die die Ausbildung machen. Und ich habe gelernt, dazu gehört ganz viel an Werten und ein Thema ist sicher Nachhaltigkeit. Viele stellen sich heute die Frage, ist das, was ich da tue, gut für die Welt? Ist das gut für mich, aber ist es gut für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft? Und insofern wollen wir das Thema Nachhaltigkeit in diese Diskussion auch mit reinbringen. Ein persönliches Steckenpferd von mir ist das Thema Digitalisierung und ich glaube, dass wir in der Weiterentwicklung der dualen Berufsbildung noch ganz viele Punkte klären müssen. Wie schaut Digitalisierung in Zukunft aus? Wie digital kann Berufsschule sein? Wie digital kann auch eine betriebliche Ausbildung sein? Und da wollen wir mit allen, die dazu interessiert sind, in Dialog kommen. Und ich möchte da einen Auftakt dann dazu machen im Rahmen der Internationalen Handwerksmesse. Die Internationale Handwerksmesse vor 10 Jahren wurde eröffnet von einem großen Europäer, Yves Le Terme, der hat damals gesagt, die duale Berufsbildung ist ein wunderbares Fundament, um darauf aufzubauen, aber kein Ruhekissen, um sich darauf auszuruhen. Das heißt, auf der Basis der dualen Ausbildung geht es auch weiter und über diese Zukunft eben wollen wir diskutieren. Ein zweiter Redner bei dieser gleichen Veranstaltung war der heute in Vergessenheit geratene Philipp Rösler, damals Bundeswirtschaftsminister, und der hat was auch Wichtiges gesagt. Da geht es um das Thema, wie kann die duale Berufsbildung, dieses Erfolgsmodell in Deutschland, in Europa, in die Welt exportiert werden. Und da muss man dazu sehen, was dahinter steckt, nämlich die duale Berufsausbildung lebt von den Menschen, die sie befeuern. Das sind die betrieblichen Ausbilderinnen, Ausbilder, das sind die Lehrerinnen, Lehrer und dieses ganze Netzwerk, das auch ganz stark durch Ehrenamt geprägt wird. Und auch das wollen wir in die Diskussion mit einbringen, mit welchen Menschen müssen wir mit welcher Qualifikation in die Zukunft gehen. Und wenn die Frau Oswald heute früh etwas von der Ausbilderakademie erzählt hat, von der Qualifizierung der Ausbilderinnen und Ausbilder, dann ist auch das ein wichtiges Thema, das wir mit in den Fokus nehmen wollen. Und ich freue mich auf die Diskussion. Und nachdem die Internationale Handwerksmesse dieses Jahr verlegt worden ist auf den 6. bis 10. Juli, bietet sich es richtig gehend an, in einem Format, das wir dort haben, nämlich einer Berufsorientierungsveranstaltung der Young Generation, darüber zu diskutieren. Und ich werde sozusagen im Rahmen der Internationalen Handwerksmesse Sie alle gerne begrüßen vom 6. bis zum 10. Juli und dann in die Runde einmünden. Wir sind dann alle Young Generation, das hält frisch. Super, Herr Vierlbeck, ganz herzlichen Dank. Danke. Also da liegt viel anregende Arbeit vor Ihnen allen. Schließen Sie sich bitte diesen Projektgruppen an, erzählen Sie es weiter. Das Wertebündnis kann noch weiter wachsen, es ist schon imposant, 230, aber es geht noch mehr. Im November werden die ersten Einzelprojekte dann vorgestellt, die konkreten. Ich bin neugierig drauf und ich freue mich, wenn ich, bevor ich in Rente gehe, nicht mehr über Fachkräftemangel reden muss. Schauen wir mal, die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielen Dank für den Vormittag. Allen, die Prüfungen haben, wie die Katharina Althaus, alles Gute für die Zeit und hat mich sehr gefreut, Sie kennenzulernen. Einen guten Tag Ihnen. Viel Erfolg.
So, nach dem fulminanten inhaltlichen Teil im ersten Teil kommen wir jetzt im zweiten Teil zum Geschäft des Wertebündnisses. Deswegen darf ich Ihnen als Sprecherratsvorsitzender auch nochmal sagen, dass ich mich total freue, dass wir uns erst einmal in der Anzahl wiedersehen. Es hatten sich noch wesentlich mehr angemeldet, aber heute schon mehrfach gesagt, es ist halt Corona. Und ich glaube, trotzdem merkt man, wir hatten es so in so Zwischengesprächen, es lässt sich einfach nicht ersetzen, wenn sich Menschen begegnen. Das gehört dazu. Man kann viel arbeiten, auch im Digitalen, aber die menschliche Beziehung, um das Wort aufzugreifen von Herrn Nita Rümelin, was ist der Mensch? Die menschliche Beziehung gehört dazu. Deswegen total schön, Sie alle hier zu sehen. Manche sind vielleicht sogar das erste Mal da und haben das erste Mal so eine Wertebündnis-Vollversammlung in Präsenz, weil mir geht es zumindest so, die letzten 2 Jahre sind bei mir gefühlte 8 Jahre ungefähr. Also irgendwie habe ich das Gefühl, man hat sich überhaupt nicht mehr gesehen. Schön, dass wir jetzt da sind. Die erste Vorbemerkung. Die zweite Vorbemerkung, heute nur mal in einem Nebensatz, aber natürlich muss jemand, der im Wertebündnis unterwegs ist, der wie Sie, wie ich, tagtäglich unterwegs ist, um sich eigentlich mit sinnvollen Sachen zu beschäftigen, seit dem 24. Februar überlagert sein mit ganz anderen Geschichten. Mir ging es zumindest gestern Abend so, Fernsehen rauf und runter. Gerade das letzte Wochenende ist für mich niederschlagend, was gerade passiert. Ich spreche natürlich von der Ukraine. Wir haben jetzt vom Sprecherrat darüber noch nicht geredet, aber ich sage jetzt schon mal gleich, dass wir in unserer Sprecherratssitzung das Thema auch aufgreifen werden, weil natürlich hat dieser barbarische Krieg und das, was wir an barbarischen Bildern jetzt mitbekommen, etwas mit Werten zu tun. Ich habe das selbst erlebt als BJR-Präsident bei uns an der Vollversammlung. Wir haben den Abend freigeräumt. Wir sind in Kontakt mit dem ukrainischen Jugendring. Wir haben da Partnerschaft schon seit 5 Jahren. Und man merkt, gerade junge Menschen sind jetzt besonders betroffen, weil wir alle aufgewachsen sind mit der Geschichte, es gibt keinen Krieg in Europa. Es gibt gerade so die Streitigkeiten, es gab ja Jugoslawien, aber junge Menschen kennen auch Jugoslawien nicht. Und dass etwas so nah bei uns passiert, macht erstmal sprachlos, macht auch mich sprachlos. Und deswegen will ich, bevor wir einsteigen in unser normales geschäftliches da schon noch eine kurze Zäsur machen und sagen, dass uns das nicht kalt ist. Mich zumindest nicht. Ich weiß, dass es auch den Kolleginnen und Kollegen im Sprecherrat so geht. Deswegen hier ein Bild. Der Vorsitzende unserer Stiftung, der Max Schmidt, läutet im Werksviertel Mitte die Bellarmani-Friedensglocke des Wertebündnis Bayern für Frieden und Demokratie. Man mag sich vielleicht denken, na gut, zur Glockenläuten oder wenn man wieder mal irgendwelche Resolutionen lässt, das stoppt ja einen Menschen wie Putin nicht, das mag schon sein. Aber es ist wichtig, dass man Menschen, die zu uns kommen aus der Ukraine, auch signalisiert, wir sind mit den Gedanken bei euch und selbst wenn es vielleicht nur symbolisch ist, es kommt aus tiefstem Herzen. Die Bellarmani-Stiftung ist ja auch Mitglied beim Wertebündnis. Diese Friedensglocke-Symbolik war bei uns schon Thema, wo können wir sie aufgreifen. Wir hätten nie, ich weiß nicht, wie es dir geht, Andrea, uns zu träumen gewagt, dass wir sie tatsächlich wegen Krieg mal läuten müssen. Und deswegen können wir vielleicht das Bild einfach mal kurz auf uns wirken lassen. Wenn Sie das Gefühl haben, Sie möchten mit Ihrer Organisation auch symbolischen Akt letztendlich in der Öffentlichkeit darstellen. Wir hatten dazu aufgerufen im Zusammenhang mit einer Rundmail, dann steht natürlich das Team von der Stiftung auch bereit, Ihnen dabei Unterstützung zu leisten, vielleicht das auch gemeinsam als Bild dann miteinander zu promoten. Es ist mehr als ein hilfloses Zeichen, es ist eigentlich für mich ein deutliches Zeichen, wofür wir eintreten. So, und nach sowas gibt es nie einen guten Übergang, deswegen mache ich ihn hart. Trotzdem ist er schön. Wir kommen jetzt zu dem, was uns eigentlich trägt, sind Sie. Die Frau Heller ist jetzt nicht mehr da, deswegen haben wir gedacht, okay, wie macht man das galant, auf zweimal Fettnapf hinzuweisen. Ich würde es mal so sagen, sie ist prophetisch, weil wenn es so weitergeht, werden wir bald 230 sein, wir sind es noch nicht ganz. Ja, der Nuller und der Dreier sind gedreht, wir sind 203. Das heißt, wir haben in der Zeit von Corona weiterhin Wachstum hinter uns.
Wir haben die 200er-Grenze überschritten und die Frau Heller hat vollkommen recht. Ich konnte mich dann sofort erinnern an die Allerheiligen Hofkirche, als wir durchgestartet sind mit dem Wertebündnis. Da waren mal auch schon viele wahrnehmbar, aber noch nie so viele Organisationen. Und deswegen, wie so üblich ist, bringen wir am Anfang erst einmal Ihnen mit, wer jetzt neu bei uns sich einreiht. Das sind folgende Organisationen: AK Humanistisches Gymnasium e.V., 11G GmbH, NAJU, Start Stiftung. Und was sich hinter diesen Organisationen verbirgt und vor allem für uns natürlich, wer auch ansprechbar wäre für uns und für Sie, das wollen wir Ihnen entsprechend auch so vorstellen, dass wir das nicht als Sprecherrat machen, sondern die Organisation selbst übernehmen. Deswegen darf ich Dr. Peter Römisch für den AK Humanistische Gymnasium e.V. nach vorne bitten. Ich mache Ihnen Platz. Ja, vielen Dank, lieber Herr Wack. Vielen Dank, Frau Taubenbeck, für die Gelegenheit, meine Damen und Herren, dass ich mich hier kurz vorstelle. AK Humanistisches Gymnasium, das klingt aber schon sehr sperrig und theoretisch. Was ist denn das? Es ist ein seit jetzt 25 Jahren bestehende Initiative, mittlerweile ein gemeinnütziger Verein. Initiative von Eltern, die der Ansicht sind, dass wir unsere Wurzeln in der Antike, das ist Europa, ja ein ganz dickes Band, das es zusammenhält, das ist nämlich die gemeinsame Geschichte. Und das Humanistische Gymnasium, da steckt auch das Wort humanistisch drinnen und Herr Niederrümelin hat ja das auch heute, glaube ich, auch sehr gut dargestellt. Es geht um den Menschen und es geht natürlich auch um Werte wie Demokratie. Die Demokratie ist bekanntlich in Athen erfunden worden und gelebt worden. Und das wollen wir einfach ein bisschen fördern und da machen wir auch Aktionen. Also erstens Öffentlichkeit, Arbeit für die Großen. Das sind Diskussionsrunden. Herr Niederrümelin war auch zweimal dabei. Da geht es dann auch um Werte, zum Beispiel eine hieß Werte zwischen Werteverfall und Bildungsnotstand oder ist der Gute immer der Dumme, so Sachen kommen davor. Und da machen wir natürlich, und das ist ja unser Hauptgrund, etwas für die Kinder und Jugendlichen. Es gibt einen Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler, die ein humanistisches Gymnasium besuchen, der nennt sich Pegalogos, eine Wortschöpfung aus Pegasus und Logos. Und das ist jetzt nicht etwas, wo man was übersetzen muss oder Aufgaben lösen muss, das ist ein Kreativwettbewerb. Das heißt, die dürfen alles machen. Die dürfen das alleine machen, zu zweit oder eine ganze Klasse. Die dürfen sich ausdenken, einen Film drehen, was komponieren, ein Theaterstück machen oder so tolle Sachen wie ein Interview mit Sokrates auf Social Media oder so etwas. Das findet alle 2 Jahre statt, der Preis wird immer traditionsgemäß vom Kultusminister dann auch überreicht. Und für die Kleinen haben wir, um denen ein bisschen das Lateinische näher zu bringen, einen Kindernachmittag, Latein zum Anfassen, sinnigerweise im Museum für Abgüsse klassischer Bildwerke, MFA. Ein Museum, wie die meisten, wo man natürlich die Statuen nicht anfassen darf, aber die Kinder kriegen da eine Schnupperstunde. Es ist ein Professor aus der Uni da, der eine lateinische Rede hält. Sie dürfen basteln, sich anziehen, verkleiden und kriegen so das ein bisschen mit. Ja, das sind so unsere Aktivitäten. Was wir wollen ist, und dann wäre die Brücke zum Wertebündnis, eben die unverhandelbaren Werte, die nicht erst heute so entstanden sind, sondern die es schon sehr, sehr lange gibt und auf die wir uns auch wieder besinnen sollen, ein bisschen in der Öffentlichkeit über das Vehikel der Schule, des Gymnasiums zu fördern. Vielen Dank, herzlich willkommen bei uns. Was ich Ihnen jetzt noch sage, Herr Römisch und gleich allen anderen schon vorweg, normalerweise bekämen Sie jetzt eine Willkommensmappe.
Die ist Corona-bedingt zum Opfer gefallen. Die sind bereit, allerdings im Büro. Die haben den Weg nicht hergeschafft. Also alle Organisationen, die neu dazu bekommen, werden hier willkommen geheißen, bekommen noch die Begrüßungsmappe. Das wollte ich noch nachtragen. Als nächste Organisation, Spannung steigt. Alles gut. 11G GmbH. Frau Volz. Vielen Dank. Ja, ich bin schon sehr inspiriert von diesem Vormittag, muss ich sagen. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt Bündnispartner sind und ich freue mich oder bin sehr neugierig auch auf die ganzen Begegnungen und die gemeinsame Reise. Wer sind wir? Dem Namen sieht man es ungefähr überhaupt gar nicht an. Vielleicht noch weniger als bei Ihnen gerade. Nein, da war das ja richtig aussagekräftig. Also 11 ist ein Förderer für Organisationen der Kinder- und Jugendförderung. Wir fördern und begleiten Organisationen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Und zwar haben wir eine ganz feste Gruppe an Organisationen um uns versammelt, tatsächlich auch räumlich auf der Praterinsel hier in München, haben einen Arbeits- und Lernort für diese Organisationen geschaffen und fördern die Organisationen, aber auch deren Austausch, deren Vernetzung. Wir haben lauter Organisationen gebündelt, die deutschlandweit aktiv sind, also sehr große Organisationen, alle sind auch in Bayern aktiv und sie widmen sich alle im Großen dem Thema Chancengleichheit mit sehr unterschiedlichen Ansätzen. Man kann aber dennoch so eine Klammer nennen, das ist Mentoring oder Ansätze, ja, ähnliche Ansätze zu nachhaltiger Beziehungsarbeit oder mit nachhaltiger Beziehungsarbeit. Das ist eine ganz spannende Mischung entlang der gesamten Bildungskette, also von der frühkindlichen Förderung bis zur Ausbildungsvermittlung ist alles dabei und auch ganz bewusst so gewählt, damit die sich nicht gegenseitig Konkurrenz machen, sondern mit extremer Offenheit und Transparenz einander begegnen können und das fördern wir natürlich auch, dass das auch passiert oder steuern das zum Teil. Unser Ziel ist, dass wir diese Organisationen dabei begleiten, dass sie immer besser werden, immer wirksamer werden, dass die Programme so viele Kinder und Jugendliche wie möglich, so wirkungsvoll wie möglich erreichen. Also es geht nicht nur um immer mehr Zahlen, immer mehr Kinder, sondern wirklich darum, dass sie auch daran arbeiten, ihre Programme immer besser zu machen. Weshalb für uns das Thema Wirkungsmanagement in den Organisationen, aber auch das wirkungsorientierte Fördern als Stiftung, als Förderer ein sehr zentrales ist. Und vielleicht kann ich noch ergänzen, dass unsere Rolle, wir sind eben nicht nur Förderer, sondern wir sind Sparring-Partner, Berater, Vermittler, wir eröffnen Zugänge und treten auch als Themenanwalt für bestimmte Themen auf, die natürlich aus dieser 11-Gemeinschaft, wie wir sie nennen, kommen. Das kann zum Beispiel der hochwirksame Ansatz des Mentoring sein, der wurde vorhin schon mal kurz erwähnt. Bei uns bezieht sich das eher auf Kinder und Jugendliche, die von älteren oder erwachsenen Bezugspersonen begleitet werden. Und wir fördern auch Forschung und wissen daher kausal, dass dieser Ansatz extrem wirksam ist und, glaube ich, sehr viele Themen oder sehr viele Probleme, die in unserer Gesellschaft bestehen, gut verringert, vielleicht sogar beseitigt werden könnten damit. Es kann aber eben auch, können solche Themen wie auch Wirksamkeit sein, oder auch eben eine gewisse Nachhaltigkeit, Langfristigkeit in der Kinder- und Jugendförderung, weil uns vieles immer zu kurzfristig ist. Und in dieser Mischung von verschiedenen Rollen, da kommen, glaube ich, Sie alle ins Spiel. Wir haben das gelernt in den letzten 10 Jahren, wie produktiv, wie bereichernd diese Gemeinschaft ist und wie viel wir voneinander ständig lernen. Das sozusagen zu erweitern und fortzusetzen über Sektoren hinaus, über verschiedene Bereiche, auch thematische Bereiche hinaus, interessiert uns sehr und wir sind sehr gespannt, was noch alles passiert mit Ihnen. Vielen Dank. Wir auch, herzlich willkommen. Und eine weitere Organisation heißen wir willkommen, freut mich ganz besonders, die NAJU. Was sich hinter dem Akronym verbirgt, sagt uns die Franziska. Ich kann da eigentlich nur am Fettnapf begehen als Präsident vom BJR. Das machst mal du lieber selber. Okay, dann übernehme ich. Vielen Dank, Matthias. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich möchte mich oder uns kurz vorstellen. Mein Name ist Franziska Wilhelm. Ich arbeite seit kurzem bei der NAJU
und die Abkürzung steht für die Naturschutzjugend. Wir sind die Jugendorganisation vom Landesbund für Vogelschutz, dem LBV, in Bayern. Der LBV ist der größte und älteste Naturschutzverband in Bayern, der seit über 100 Jahren und mit über 100.000 Mitgliedern aktiven Naturschutz in Bayern betreibt. Steckenpferd von uns sind vor allem die praktische Natur- und Artenschutzprojekte. Wir fördern verschiedene, nicht nur Vogelarten, auch andere Tiere und Pflanzen, die bei uns leben und heimisch sind. Und vor allen Dingen auch die Umweltbildung und die Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das ist uns allen auch ganz arg wichtig. Und die Naturschutzjugend legt den Schwerpunkt auf die Jugendlichen in unserem Verband. Und wir möchten die Jugendlichen dazu aktivieren und motivieren, rauszugehen, für ihre Werte, ihre Umwelt, ihre Natur, die sie umgibt, einzustehen und zu verkörpern, was ihnen wichtig ist, im Naturschutz aktiv zu werden. Klimaschutz geht uns alle an. Das ist eine große Herausforderung für die nächste Zeit. Und die jungen Menschen sollen mit ihrem Engagement eben nicht nur die Natur draußen und die Vielfalt wertschätzen, sondern sich selbst auch und ihre eigene Natur kennenlernen. Und wir fördern die Werte Vielfalt und Demokratie bei uns im Verein ganz groß. Und wir haben auch in nächster Zukunft ein größeres Projekt mit dem Wertebündnis vor zum Thema Biodiversität in der Landwirtschaft. Da haben wir auch schon mit einigen anderen Jugendorganisationen Kontakt aufgenommen. Und diesbezüglich würde ich mich freuen, wenn ich mit dem einen oder anderen eventuell noch ins Gespräch kommen würde. Wir haben auch schon Kontakt zu einzelnen Verbänden und Organisationen aufgenommen. Und ich stehe natürlich gerne für Fragen und Anmerkungen zur Verfügung. Vielen Dank. Dankeschön, Franziska. Herzlich willkommen bei uns. Und die Startstiftung G GmbH. Und da kommen zu uns Herr Bidardel und Herr Luigard. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wenn es falsch ausgesprochen war, dann weil ich Oberfranke bin. Entschuldigung. Nee, für mich war es richtig. Für dich auch, ne? Ja. Wunderbar. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Farid Bidardel. Ich bin seit diesem Jahr Geschäftsführer der Startstiftung. Was macht die Start? Wir sind das einzige bundesweite Stipendienprogramm für Schüler und Schülerinnen mit Einwanderungsgeschichte. Was bedeutet das? Wir fördern junge Menschen natürlich neben einer materiellen und einer finanziellen Förderung auch ideell mit unserem Bildungsprogramm. Gerade dort mit dem großen Fokus auf das soziale Engagement, auf eine lebendige Demokratie und auf den Beitrag für die Gemeinschaft. Warum machen wir das Ganze? Es geht uns vor allen Dingen darum, das Narrative zu ändern und wegzugehen von dem Thema, wir möchten Menschen mit Einwanderungsgeschichte integrieren und eher dahin zu gehen, zu sagen, wir zelebrieren Diversität, wir feiern es, wenn Menschen anders sind und wir helfen diesen Menschen, nicht nur sich selbst zu finden, ihren eigenen Weg zu finden, sondern die Gemeinschaft und die Gesellschaft mitzugestalten und auch zu verändern. Ja, was wir machen, wir fördern, wie gesagt, über 600 Stipendiatinnen und Stipendiaten bundesweit, über 60 verschiedene Herkünfte haben unsere Stipendiaten. Und was wir in Bayern machen, wird mein Kollege Herr Luigard weiter sagen. Vielen Dank für die einleitenden Worte, Farid. Mein Name ist David Luigard. Ich koordiniere im Auftrag der Stiftung das Stipendienprogramm hier im wunderschönen Bayern. Die Startstiftung ist bereits das 4. Jahr in Folge hier in Bayern aktiv. Aktuell haben wir 45 StipendiatInnen verteilt auf die gesamten bayerischen Regierungsbezirke. Unser Sitz ist hier in München auf der schönen Praterinsel in den Räumlichkeiten von Eleven, eine Institution, die uns die liebe Ute Volzer gerade eben schon vorgestellt hat. Ich kann mich an dieser Stelle nur noch mal ganz herzlich für die Aufnahme in dieses tolle, bunte Bündnis bedanken. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit, einen spannenden Austausch und vor allen Dingen für erfolgreiche, nachhaltige Projekte. Herzlichen Dank. Dankeschön, Herr Luigard, Herr Bidardel. Mit dem Wort Projekte ist auch schon gleich eingeläutet, um was es geht. Die Franziska hat es gesagt, Sie haben es gesagt und jetzt wird auch gleich noch ein Projekt vorgestellt. Aber davor, und es nimmt jetzt noch den Vormittag mit, wir leben davon, dass es so viele bunte, unterschiedliche Organisationen im Wertebündnis gibt. Und wir leben, indem wir gemeinsam miteinander Projekte gestalten. Wir haben im Sprecherrat gedacht, bevor wir jetzt ein Projekt, das wir schon beschlossen haben, und ein anderes hat die Franziska gesagt, ist quasi in Vorbereitung, Ihnen heute vorstellen und vielleicht aus dem Vormittag Projekte entstehen.
aus den unterschiedlichen AKs, die sich bilden und wo Sie sich bitte noch eintragen wollen hinten in den Listen. Da wollte ich noch mal in Erinnerung rufen, dass Projekte für uns letztendlich unser Leben ausmachen, indem man uns da wahrnimmt. Was ist ein Projekt? Projekt heißt, dass sich 3 Organisationen mindestens zusammentun, dass eine Organisation das Oberhaupt ist, um alles zu koordinieren. Und die 3 entwickeln gemeinsam mindestens ein Projekt miteinander und die Erfahrung zeigt, es sind immer mehrere. Wie das genau dann stattfindet, liegt erst einmal natürlich bei den Projektideengebern. Vom Ablauf her haben wir da bestimmte Vorstellungen. Es soll auch evaluiert werden, weil es soll nicht einfach nur mal kurz was abgefackelt werden, sondern wir wollen ja auch wirken. Wir wollen nachhaltig sein. Wenn Sie das genau nochmal nachlesen wollen, wollte ich einfach nur auf die Homepage von der Stiftung und von uns vom Werdebündnis verweisen. Dort gibt es den Projektleitfaden zum Runterladen. Es kann ja sein, dass aufgrund des heutigen Morgens oder auch in den letzten Wochen bei Ihnen was gärt, wo Sie sagen, oh, da habe ich vielleicht eine Idee, oder Sie sind sogar schon mit jemandem im Gespräch. Wie werde ich jetzt eigentlich ein Projekt im Werdebündnis, damit man wirklich den Stempel Werdebündnis Bayern Projekt bekommt? Schauen Sie einfach in den Projektleitfaden, fragen Sie bei Andrea Taubenböck nach oder bei Ingrid Ritt und die werden das nämlich gemeinsam dann mit Ihnen so aufsetzen, dass wir als Sprecherrat es gut für das Werdebündnis strukturieren können. Da ist auch schon die Homepage gewesen mit Downloads. Und was ist denn zum Beispiel ein Projekt? Wir haben nicht nur neue Mitglieder aufgenommen als Sprecherrat, sondern wir haben auch in der Zeit von Corona, das haben wir dann auch in unseren digitalen Treffen durchaus immer wieder vorgestellt, natürlich auch die Möglichkeit geschaffen, dass trotzdem Projekte schon starten. Normalerweise werden nämlich Werdebündnisprojekte tatsächlich von Ihnen allen in der Werdebündnis-Vollversammlung sozusagen beschlossen. In der Zeit von Corona, wo wir uns nicht treffen können und wo es aber trotzdem ja losgehen soll, hatten wir das in Absprache übernommen als Sprecherrat. Jetzt müssen wir mal gucken, wo die Zeit sich so hoffentlich wieder normalisiert, wie das wieder zurückgeht. Eines haben wir beschlossen, das ist Spark oder Spark oder wie auch immer. Also wie es richtig ausgesprochen ist und was sich hinter diesem Akronym verbirgt und hinter dem Projekt, das stellt Ihnen Frau Bötzkes vor. Frau Bötzkes, bitteschön. Dankeschön. Ich muss gestehen, ich bin ein bisschen nervös. Die letzten Vorträge, die ich gehalten habe, war immer vor so einem schwarzen Bildschirm, wo ich keine Leute sehen durfte. Also ich bin ein bisschen nervös. Ich hoffe, man merkt es mir nicht zu sehr an. Aber ich freue mich riesig, Ihnen heute das Wertebündnisprojekt Spark, die Coaching-Fortbildung für Lehrkräfte, vorstellen zu dürfen. Vielleicht kurz zum Namen, damit es da keine Verwirrung gibt. Spark kommt von dem englischen Wort Spark, der Funke, denn wir möchten in der Lehrerwelt Funken entzünden und hoffen, dass diese Funken dann überspringen auf unsere jungen Menschen, den Schülerinnen und Schülern. Genau, vielleicht kurz zum Hintergrund. Was ist eigentlich der Ansatz, aus dem Spark entstanden ist? Es geht einerseits darum, dass wir von Rock Your Life, mein Name ist nochmal Marie-Therese Bötzkes, ich bin von Rock Your Life übrigens, dem Projektträger, nochmal zur Klarstellung. Wir haben die letzten Jahre, die wir tätig sind, durch unser Mentoring-Programm immer wieder gemerkt, wie stark sich Jugendliche, vor allem auch bildungsbenachteiligte Jugendliche, eigentlich eine viel stärkere Unterstützung bei der Zukunftsplanung und der beruflichen Orientierung wünschen und auch eine individuelle Begleitung wünschen. Und gleichzeitig haben wir gesehen, wir arbeiten in unserem Mentoring-Programm mit nun schon über 150 Schulen zusammen, wie stark auch Lehrer und Lehrerinnen immer wieder an ihren Grenzen der Belastbarkeit arbeiten. Ich glaube, ich verrate nicht zu viel, als dass sich das durch Corona stark verschärft hat und nicht verbessert. Und aus diesen 2 Gedanken ist entstanden, dass wir eine Coaching-Fortbildung auf die Straße bringen möchten, die unseren Lehrern und Lehrerinnen die Themen Resilienz, Potenzialentfaltung, ja überhaupt das Thema persönliches Wachstum nahebringen soll. Und
sie dadurch sozusagen empowered werden, auch ihren ganzen Lehrerberuf nochmal zu dem Thema Potenzialentfaltung weiterzuentwickeln und dieses Thema dann auch ihren Schülern und Schülerinnen mit auf den Weg geben zu können. Genau. Du kannst weitermachen, danke. Was ist daraus entstanden? Gemeinsam mit dem BLLV, mit der KEG Bayern, NIFTY Bayern und eben nun Rock Your Life ist daraus die Coaching-Fortbildung Spark entstanden, die sich zusammensetzt aus 5 Modulen. Wir sind jetzt 16 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, komplett die ganze Bandbreite an Schularten, von der Studentin, der Referendarin, aber eben auch wirklich den alten Hasen im Lehrerberuf, setzt sich diese Gruppe an Teilnehmern zusammen. Sie hat schon angefangen, die Fortbildung im Februar. Dieses Wochenende ist das 2. Modul und die Module erstrecken sich bis September 2022. Und ich möchte Ihnen natürlich eigentlich einfach einen kurzen Eindruck vermitteln, was in diesen Modulen passiert. Im Modul 1 geht es tatsächlich wesentlich darum, ins Thema Stressmanagement für Lehrer und Lehrerinnen einzusteigen. Also wie kann ich mich als Lehrkraft, die wirklich vielen Herausforderungen im beruflichen Alltag sich ausgesetzt sieht, wie kann ich da einfach nachhaltig mit mir, mit meinen Ressourcen umgehen, wie kann ich mich auch mit anderen Lehrern und Lehrerinnen verbinden, sozusagen ein bisschen weg vom Einzelkämpfer hin wirklich zu einer Community, die wir auch über diese Fortbildung schaffen möchten. Dann im Modul 2 und Modul 3, das ist sehr spannend, da geht es komplett um das Thema Potenzialentfaltung. Da dürfen die Lehrer und Lehrerinnen mal eintauchen in das Thema, was sie eigentlich ausmacht, was ihre Talente ausmacht, ihre Stärken, ihre Interessen, wo ihre Werte liegen, also wirklich so diese Grundessenz ihres Potenzials erleben, um dann in dem 3. Modul zu verstehen, wie ich als Lehrkraft Räume schaffen kann für junge Menschen, ebenfalls dieses Thema Potenzialentfaltung erfahrbar zu machen. Im Modul 4 gibt es den Überbegriff Vision von Schule. Schule auch ein bisschen neu denken. Was möchte man vielleicht als Lehrkraft auch vielleicht nochmal neu reinbringen, vielleicht auch in der Community an Lehrern und Lehrerinnen neu in das System Schule reinbringen. Und im letzten Modul, Modul 5, das jetzt im September stattfinden wird, geben wir unseren Lehrkräften ein Curriculum an die Hand. Das ist wie eine Art inhaltlich sozusagen ein Curriculum, das Sie ganz individuell einbauen können in Ihren Unterricht, entweder als Arbeitsgemeinschaft oder in Ihrem Schulfach, vielleicht über mehrere Wochen oder mal über eine Projektwoche. Und dieses Curriculum ermöglicht Ihnen eben genau dieses Thema Potenzialentfaltung Ihren Schülern und Schülerinnen nahezubringen. Genau. Das war jetzt Spark in a nutshell, um beim Englischen zu bleiben. Ich würde mich wahnsinnig freuen, stellvertretend jetzt zu den anderen Organisationen, wenn wir auch weitere Mitstreiter bekommen, denn wir haben nicht vor, dass es bei diesem einen Jahrgang bleibt. Wir würden uns wahnsinnig freuen, auch viele weitere Jahrgänge noch zu starten und hoffen da auf viele Lehrerverbände, Initiativen, die mit Lehrern und Lehrerinnen zu tun haben, Referendaren, Studierenden, das würde uns wahnsinnig freuen. Und genau, dementsprechend, hier sind sie nochmal abgebildet, die Projektpartner NIFTY, BLLV, KEG und uns von Rock Your Life. Und genau, freue mich auf Austausch und Rückfragen. Dankeschön, das nehme ich gleich auf. Applaus. Danke. Die Prater Insel scheint ja wirklich sehr spannend zu sein. Ne? Das fiel jetzt in der letzten halben Stunde 5-mal der Wort. Ja, da ist, wo die Magie passiert. Ja, da scheint es zu sparken. Gibt es Rückfragen zum Projekt? Naja, Werbeblock ist abgesetzt und dann schauen wir mal, was weitergeht. Hervorragend. Dankeschön. So. Genau. Und jetzt geht es weiter in dem Punkt, was noch auf uns zukommen wird vor allem geprägt sein auch von Terminen, ganz kurz auch so die neuesten Informationen. Am Anfang zeigen wir allerdings das Erklärvideo. Lassen Sie sich überraschen, Film ab. Unsere Gesellschaft ist vielfältig.
Denn jeder Mensch ist ein bisschen anders als der andere. Und jeder von uns trägt so etwas wie einen ganz persönlichen Koffer mit sich. Gefüllt mit Erfahrungen und Gewohnheiten, Religion und Traditionen, Prägungen und Talenten. Und vielleicht ein paar Snacks für unterwegs. Mal ehrlich, all diese Koffer könnten uns ganz schön im Weg stehen. Gäbe es da nicht etwas, das uns navigiert? Dieses Orientierungssystem nennen wir unser gemeinsames Wertefundament. Werte helfen uns in einer Welt, die sich ständig verändert, zusammenzuleben und uns gegenseitig zu stärken. Genau deswegen gibt es das Wertebündnis Bayern. Wir wollen Werte wie Verantwortung, Toleranz, Gerechtigkeit, Pluralität oder Gleichberechtigung für Kinder und junge Erwachsene erlebbar und erfahrbar machen. Wie das funktioniert? Über sehr viele Projekte mit ganz unterschiedlichen Fragestellungen. Zum Beispiel, wie wirkt man Vorurteilen entgegen? Haben Dialekte eine geheime Superpower? Und was bedeutet eigentlich Demokratie? Das Wertebündnis Bayern macht es möglich, dass Kinder und junge Erwachsene über diese Fragen diskutieren und Erfahrung sammeln können. Ihre Stimmen und Meinungen stehen im Mittelpunkt der Projekte. Dieser Aufgabe stellen sich mehr als 200 Partner aus allen Bereichen der Gesellschaft. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass es immer neue Projekte gibt, bei denen wir Koffer öffnen und Inhalte miteinander teilen. Denn nur wenn wir einander Gehör schenken, gemeinsam diskutieren und aufeinander zugehen, können wir unsere Gesellschaft stärken und näher zusammenrücken. Das, meine Damen und Herren, das war das Erklärvideo des Wertebündnis Bayern. Wir erklären darin in unter 2 Minuten, wer wir sind und was wir tun. Und wir möchten Sie alle bitten oder auffordern, dieses Video auf Ihren Homepages einzubinden oder zu verlinken, falls Sie das nicht ohnehin schon getan haben. Denn Sie können auf diese Art und Weise sehr einfach Ihren Mitgliedern zeigen, welchem Bündnis Sie da beigetreten sind, und wir gemeinsam können die Marke Wertebündnis Bayern noch bekannter machen. Ich stelle Ihnen heute noch ein paar weitere Bausteine unserer Öffentlichkeitsarbeit vor. Einer der Bausteine ist unser Magazin Werte leben. Das kennen diejenigen, die schon lange im Wertebündnis sind, noch als Printpublikation, die einmal im Jahr erschienen ist. Inzwischen haben wir umgestellt auf digital. Sie finden unser sogenanntes Smart Mag auf der Homepage, auf der rechten Seite. Und es birgt natürlich viele neue Möglichkeiten. Wenn man ein Smart Mag hat, kann man crossmedial Videos einbinden, Fotos, Grafiken einbinden, kann das Ganze optisch anders oder attraktiver aufbereiten, und wir sind nicht mehr an einen Publikationszeitpunkt im Jahr gebunden, sondern können immer dann, wenn wir was Interessantes zu sagen haben, einen neuen Artikel lancieren. Ich zeige Ihnen das jetzt mal kurz. Wir stellen zum Beispiel neue Wertebündnisprojekte vor. Hier mal das Beispiel Einmischen. Wenn man da draufklickt, dann kriegt man Informationen über das Projekt, kann sich informieren, was sind die Ziele, die erreicht werden sollen, sieht auch ein paar optische Eindrücke und ja, kann in kurzer Zeit sich einen Überblick verschaffen, was es an neuen Projektinitiativen im Wertebündnis gibt. Wir stellen aber auch immer mal wieder Wertebündnispartner vor, denn bei einem wachsenden Netzwerk von inzwischen 203 Organisationen, haben wir jetzt heute schon verschiedentlich gehört, wollen wir alles tun, dass das Ganze persönlich bleibt, dass man nicht in der Anonymität untergeht, sondern dass man auch immer ein Gesicht und eine Philosophie zu den einzelnen Organisationen hat. Und so haben wir hier zum Beispiel die Stiftung Kindergesundheit vorgestellt mit ihren aktuellen Themenschwerpunkten. Und so tun wir das immer wieder mit neuen Partnern, aber auch mit Altgedienten, um die wieder in Erinnerung zu rufen, was sie denn eigentlich tun und wo Anknüpfungspunkte auch für Kooperationen bestehen könnten. Wir nutzen das Smart Mag aber auch, um Themen zu setzen, die dem Wertebündnis wichtig sind, beispielsweise
unser Kanzlerinnenbuch sehen Sie hier oder das Thema Würde im Zusammenhang mit unserem Wertebündnispartner Global Dignity oder das Thema Antisemitismus. Sehen Sie hier einen Artikel, der auch verweist auf unser Wertebündnisprojekt Antisemitismus Nein Danke mit dem Gesellschaftswissenschaftlichen Institut für Zukunftsfragen München. Also schauen Sie ab und zu mal rein. Wir veröffentlichen im Schnitt einen Artikel pro Monat und es kann auch gut sein, dass unser Medienpartner für das SmartMac, der VMM Wirtschaftsverlag, auf Sie zukommt mit der Bitte um ein Interview oder einen Beitrag oder Fotos etc. Das war unser SmartMac. Wir haben weiter aufgerüstet digital. Wir haben nämlich inzwischen eine Bayernkarte. Die finden Sie unter Standorte, unter dem Reiter Standorte auf unserer Homepage. Auch das der wachsenden Größe unseres Netzwerks geschuldet. Wir wollten gerne ein Instrument haben, wo Sie nachschauen können, was gibt es denn eigentlich in meiner Region an Wertebündnisprojekten. Wir zoomen da mal rein, dann picken wir mal ein Beispiel heraus. Wir gehen jetzt mal nach Passau und schauen, was ist da los. Sie können hier sehen, in Passau haben 4 Wertebündnisprojekte ihren Standort gehabt oder haben ihn noch. Wer dann noch tiefer einsteigen möchte, wird dann auf die Projektseiten verwiesen und kann sich dann näher informieren über diese einzelnen Projekte. Man kann aber auch anders vorgehen. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich interessiere mich für das Bildungsprogramm Mehrwert Demokratie und möchte wissen, wo gibt es das denn überall in Bayern, dann klickt man auf der Seite der Reiter auf das Projektlogo und dann öffnet sich, wie Sie hier sehen können, öffnen sich alle Standorte, an denen Mehrwert Demokratie in Bayern angeboten wird. Ganz viele blaue Kringel, jeder Farbkringel steht für ein Projekt. Viele blaue oder türkisfarbene Kringel für Mehrwert Demokratie in Bayern. Sie sehen aber auch einen Kringel in Odessa. Das ist das Bayerische Haus in Odessa und da hat tatsächlich 2019 ein Demokratiekurs für bayerische und ukrainische Studierende stattgefunden. Wir hätten uns damals nicht vorstellen können, dass 2,5 Jahre später die Studierenden, die teilgenommen haben, flüchten müssen. Und 2 von denen sind auch inzwischen in München, auch die Leiterin des Hauses. Und wir sind weiter in Kontakt. So, jetzt habe ich auch das Problem des Übergangs, Matthias, das du vorhin hattest. Aber Broschüre. Genau, Broschüre. Bei aller Digitalisierung haben wir uns ein Instrument noch in Print bewahrt und haben es auch aktualisiert, nämlich unsere Wertebündnisbroschüre, die Sie alle auf Ihren Stühlen vorgefunden haben. Das ist tatsächlich noch so ein Ding, was man Menschen in die Hand drücken kann, die das Wertebündnis nicht kennen. Es enthält ganz wenig inhaltliche Basisinformationen und verweist ansonsten für Aktualität und Details auf unsere Social-Media-Kanäle und auf unsere Webpage. Wenn Sie größere Stückzahlen haben möchten, melden Sie sich gerne bei uns, dann versorgen wir Sie entsprechend. Vielen Dank. Dankeschön, Andrea. Also wer glaubt, dass das eine starre Zeit war die letzten 2 Jahre, wir haben da weitergearbeitet. Herzlichen Dank dafür, auch für das gute Miteinander. Und auch vielen Dank für heute Morgen nochmal. Das wollte ich jetzt bewusst an den Schluss setzen, weil das ein Ausdruck dessen war, was wir im Lauf der Zeit auch miteinander diskutiert haben. Wir wollen das Thema Ausbildung junger Menschen mal stärker promoten und nach außen tragen und auch auf unsere Arbeit hin reflektieren und umsetzen. Deswegen der heutige Vormittag. Das heißt, die Zeichen sind gesetzt, dass es weitergeht. Und wie es weitergeht, bevor wir zu den Terminen kommen, Sie haben es gleich geschafft in 5 Minuten. Der Tag wird dann ansonsten wieder so lang. Wir sind es dann übergewohnt, ne? So im Präsent. Aber bevor wir zu den einzelnen Terminen kommen, ist es mir schon nochmal Anliegen, das Größere herzuholen. Wie Sie wissen, ist das Wertebündnis gestartet, so wie wir es heute gehört haben, 2010. Ja, da war ich noch nicht einmal BJR-Präsident. Hammer. Danach kam die Stiftung, die wurde ausgestattet auf 10 Jahre. Wir nähern uns langsam so der Zeit des Endes dieser Aufbrauchstiftung. Wir wollen aber, dass es weitergeht.
Corona macht uns dann natürlich auch ein bisschen einen Strich durch die Rechnung, weil wir da an bestimmten Prozessen der Begegnung mit Politik gar nicht mehr so unterwegs sein konnten. Was wir trotzdem waren. Es gibt eine Anfrage derzeit der Stiftung in Absprache mit dem Sprecherrat an den Stifter, das heißt an, ich sag's mal so, an den Ministerpräsidenten, weil der hat es gestiftet. Wie geht es denn weiter eigentlich? Wir haben noch keine Antwort. Derzeit laufen die Haushaltsberatungen für dieses Jahr im Freistaat Bayern und danach werden sich die Haushaltsberatungen fürs nächste Jahr anschließen und ich denke, da werden wir ins Gespräch kommen müssen. Die fangen schon an und es war noch nicht so toll, was da aus dem Finanzministerium kam, aber wir haben ja alle damit gerechnet. Das heißt, wir werden die Ärmel hochkrempeln. Warum sage ich das? Weil gerade heute auch und in der gesamten Woche Haushaltsberatungen im Landtag laufen. Heute war zum Beispiel der Einzelplan 10 dran, des Sozialministeriums. Und ich auch, schaue natürlich, welche Anträge gibt es denn von welcher Fraktion. Und deswegen finde ich, sollte man das hier mal sagen. Zum wiederholten Mal hat die AfD gefordert, dass das Wertebündnis mehr oder minder abgeschafft wird. Deswegen, vor allem, weil die DITIB-Jugend bei uns dabei ist. Das war immer so die Begründung und dann noch irgendwas anderes. Und weil wir uns mit Antisemitismus so beschäftigen und so. Ob der Antrag jetzt in der öffentlichen Debatte diskutiert wurde, weiß ich nicht. Ich weiß, dass es nicht das erste Mal war. Ich will es aber nur noch mal hier klarstellen. Es gibt Fraktionen, die sind ganz auf unserer Seite, aber ich finde im Wertebündnis, und Ihnen muss man auch mal sagen, wie so das politische Geschäft im Hintergrund ist. Es gibt auch eine Fraktion im Bayerischen Landtag, die will das Wertebündnis so nicht. Dagegen werden wir angehen. Und zwar Seite an Seite, Stiftung wie auch Sprecherrat. Ich habe das gesagt, dass ich eigentlich die Zeit nutzen wollte, auch die Zukunftsoptionen zu entwickeln. Ich sage das deswegen, weil es wahrscheinlich in meine Zeit nicht mehr ganz ausreichen wird, denn, jetzt komme ich schon zu den Terminen, die nächste Vollversammlung ist der letzte Termin, ich springe ein bisschen hin und her, ist der 23. November. Der ist deswegen wichtig, weil wir, man glaubt es nicht, eine Sprecherratslegislatur quasi komplett in Corona-Bedingungen hinter uns gebracht haben. Wir werden also im November wieder Wahlen zum Sprecherrat haben. Ich habe auch da schon erklärt, dass ich nicht mehr dabei sein werde, auch als Sprecherratsvorsitzender nicht. Bei mir hört die Amtszeit als Präsident des Bayerischen Jugendrings nächstes Jahr im Mai auf. Das weiß auch der Sprecherrat, aber ich finde jetzt auf dem Weg hin zum November muss man auch ein bisschen werben und schauen, wer macht denn damit. Wir haben eine tolle Mannschaft, ich hoffe, da machen viele weiter. Und Wahlen sind Wahlen, aber da wird es jetzt auch darum gehen, gute Übergabe von denen, die aufhören, ich weiß nicht, wer aufhört, ich werde aufhören, zu denen, die weitermachen und zu denen, die neu dazukommen, zu gestalten, weil eines ist klar, vor allem nach heute, mit dem Wertebündnis muss es weitergehen. So, und damit es auch weitergeht, muss man auch immer sagen, was macht er denn eigentlich? Ja, wir machen natürlich vieles, ne? Kuratorium wird auch immer darüber benachrichtigt und informiert. Für Sie aber schon mal, dass Sie sich auch Notizen machen können, wenn Sie an der einen oder anderen Veranstaltung zusätzlich Interesse haben. Wir werden wieder eine Brunswick-Studie zur Verfügung gestellt bekommen. Das hatten wir schon in der Vergangenheit, wenn Sie sich erinnern werden. Es gibt eine neue, die wird der Öffentlichkeit vorgestellt werden, am 7. Juli 2022 mit einem Podium, so wie Sie es gerade hier sehen. Frau Ilse Aigner, der Landtagspräsidentin, der wirklich das Wertebündnis so richtig ans Herz gewachsen ist, das merkt man immer wieder. Frau Münch kennen Sie mit Sicherheit auch, Dr. Nikolaus von Bomhard, Joscha Steib, Marlena Thiel. Wenn Sie also da Interesse haben, schon mal jetzt notieren. Weitere Informationen kommen dann aus der Stiftung. Und dann was Schönes, auf das ich mich richtig freue und das ich aber nicht selber ankündigen werde, da bitte ich mal die Frau Trauermann zu uns hoch von der Philharmonie. Liebe Wertebündnispartnerinnen, liebe Wertebündnispartner, mein Name ist Marie Tauermann und ich arbeite seit September 2021 als Projektleitung bei der Bayerischen Philharmonie, deren Intendant und geschäftsführender Vorstand Marc Mass auch Mitglied im Sprecherrat des Wertebündnis Bayern ist. Die Bayerische Philharmonie ist Projektträgerin des Wertebündnisprojekts Liberation Concert in Bayern, dessen
Projektlogo Sie auch auf der Folie sehen. Und das wurde Ihnen bereits in der Vergangenheit vorgestellt, deswegen versuche ich heute nicht mehr allzu tief einzugehen. Aber es gibt einige Neuigkeiten, die ich Ihnen gerne vorstellen würde. Wir kooperieren in dem Projekt mit dem Förderverein Liberation Concert in Bayern und es gibt 8 Wertebündnispartner, mit denen wir das Projekt gemeinsam gestalten. Einige davon sind heute auch noch anwesend. Das ist einmal der Bayerische Musikrat, dann Global Dignity Germany, die Bayerische Landeszentrale für neue Medien, JFF, Institut für Medienpädagogik, der Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus, für Erinnerungsarbeit und geschichtliches Erbe, der Landeselternverband Bayerischer Realschulen, die Kester-Häusler-Stiftung und die Stiftung Bayerische Gedenkstätten. Wir freuen uns, dass so viele bisher dabei sind und das Projekt jetzt vorangeht. Durch Corona wurde das Projekt nämlich die letzten 2 Jahre ausgebremst und nach wiederholter Verschiebung des Liberation Concerts kann dieses nun zum 77. Jahrestag des ursprünglichen Liberation Concerts, das am 27. Mai 1945 in Landsberg am Lech von 8 jüdischen überlegenen MusikerInnen in einem Displaced Persons Camp gespielt wurde, den Auftakt für die Umsetzung verschiedener Maßnahmen des Projekts geben. Das Konzert, wie Sie hier schon sehen, findet am 27. Mai diesen Jahres statt und ist Teil einer Festwoche in Landsberg, die mit dem Titel Here We Are den Grundgedanken des ursprünglichen Liberation Concerts aufgreift. Die Festwoche startet mit einer Ausstellungseröffnung, die Teil des Projekts Liberation Concert in Bayern ist, und den Höhepunkt dieser Woche bilden dann 2 Konzerte am Freitag, den 27. Mai, bei dem die Wörterbündniskomposition Nie mehr schweigen zur Uraufführung kommt. Das Konzert um 11 Uhr wird das Hauptkonzert mit Reden besonderer Ehrengäste sein und das Konzert um 19 Uhr findet als Wiederholungskonzert statt. Wir laden Sie als Wertebündnispartner ganz herzlich ein, sowohl die Festwoche in Landsberg als auch insbesondere das Konzert am 27. Mai zu besuchen. Ab Sommer diesen Jahres wird dann der Kernteil des Projekts Liberation Concert in Bayern in die aktive Umsetzung gehen. Es geht bei dem Projekt darum, Bewusstsein bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Bayern für die Geschichte der über 200 Displaced Person Camps in Bayern zu schaffen, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs unzählige Menschen beherbergten, die während des Kriegs verschleppt oder deportiert wurden und überlebten. Im DP-Camp in Landsberg am Lech waren dies überwiegend jüdische Menschen und 8 von ihnen gründeten ein Orchester, mit dem sie 1945 das sogenannte Liberation Concert für andere Überlebende in dem Camp spielten. In den folgenden Jahren tourten sie danach von einem DP-Camp zum anderen, um möglichst vielen Überlebenden mit ihrer Musik neue Hoffnung zu machen. Um Hintergrundwissen darüber zu vermitteln und zur Mitwirkung am Projekt aufzurufen, haben wir zusammen mit den Projektpartnern einen methodischen Baukasten zusammengestellt, der verschiedene Materialien beinhaltet, mit denen Schulen und auch außerschulische Einrichtungen für Kinder und Jugendliche in Bayern das Thema in ihren Unterricht und in ihre Programme mit aufnehmen können. Und im nächsten Schritt heißt es nun, diese Schulen und außerschulischen Einrichtungen, wie zum Beispiel Musikschulen oder Kinder- und Jugendverbände, zu erreichen und sie zur Mitwirkung an unserem Projekt zu begeistern. Und dazu haben wir ein Schreiben verfasst, das in den nächsten Tagen auch an Sie als Wertebündnispartner verschickt wird. Wir möchten Sie im Rahmen dieses Wertebündnisprojekts herzlich bitten, dieses Schreiben an geeignete Kontakte und Verteiler weiterzuleiten, die eine Verbindung zu Schulen und Kinder- und Jugendeinrichtungen in Bayern haben. Die Einrichtungen sollen dann mit Hilfe der zur Verfügung gestellten Materialien eigene Projekte umsetzen, in denen sie das Thema auf unterschiedliche Art und Weise in ihre Aktivitäten integrieren und sich so damit auseinandersetzen. Und wenn ich die rege Beteiligung hier im Saal sehe und das gute Miteinander, dann sind wir uns sicher, dass wir mit Ihrer Unterstützung und dem Netzwerk der Wertebündnispartner viele Schulen und außerschulische Einrichtungen in ganz Bayern erreichen werden. Gerade in der aktuellen Zeit, wie es von Ihnen ja auch schon angesprochen wurde, sind die Inhalte des Projekts leider wichtiger denn je. Also vielen Dank im Voraus für die Verbreitung des Schreibens an die Schulen und außerschulischen Einrichtungen. Wenn Sie Fragen zu dem Projekt haben, können Sie sich jederzeit gerne bei mir melden. Und ja, vielen Dank. Vielen Dank. Also ich werde es gerne einbauen, weil aus Corona kommend wird jetzt anstehen, dass es viele, viele Aktionen gibt, die wir auch als BJR fördern und das Thema Antisemitismus, Erinnerungsarbeit ist ein Thema, das nie aufgehört hat und jetzt wieder stärker wird. Ich schaue zumindest schon mal als BJR, dass wir das gut launchen können. Dankeschön. Und will damit motivieren, dass es auch jeder von uns macht. Vielen Dank. Dankeschön. So, damit wäre es das für heute.
Am Schluss bleibt eigentlich nur, ach so, Einladung zum Mittagessen. Wo? Hier oben noch. Ja, das kommt noch. Aber davor wollte ich noch was anderes sagen, nämlich, danke. Ich möchte mich bedanken zum einen bei der Katrin Demmler, die heute quasi nur gesessen ist da und zugehört hat, bei Marc Mast, der alle recht herzlich grüßen lässt aus Denver. Der kann er nämlich jetzt endlich mal wieder wirken. Wir zu dritt sind quasi das Sprechertrio vom Sprecherrat und will mich vor allem auch beim Sprecherrat bedanken für die, wie ich finde, exzellente Arbeit, die wir gemeinsam gewuppt haben in einer Zeit, die wirklich nicht einfach war. Aber es hat total viel Spaß gemacht und selbst wenn es nur Kacheln waren. Wir freuen uns aber, dass wir uns jetzt wiedersehen können. Deswegen auch Danke an die Stiftung, weil die Zusammenarbeit hat sich heute wieder bewährt, dass wir gemeinsam einen Strang ziehen und damit unsere Arbeit auch absichern und deutlich machen, wofür wir alle eintreten. Und damit, last but not least, vor allem an Sie alle, ob jetzt hier, ob draußen oder drin. Ich weiß gar nicht, was sagt man im World Wide Web? Katrin, da bist du Fachfrau. Drin im Web. Ja, wie war? Drin, genau, Sie sind drin, vor allem bei uns. An Sie alle herzliches Dankeschön fürs Mitmachen, fürs Durchhalten und zwar nicht heute, sondern die Zeit, einfach am Ball bleiben, fürs weitere Ideen gewinnen, miteinander im Gespräch bleiben und das ist das letzte Stichwort. Wenn Sie noch Zeit und Lust haben, jetzt kommt's, gäbe es noch etwas zum Mittagessen hinten, da wo wir auch die ganze Zeit beieinander gestanden sind, bleiben Sie miteinander im Gespräch. Bleiben Sie vor allem gesund und wir alle freuen uns, Sie alle spätestens, allerspätestens im November bei der nächsten Vollversammlung wiederzusehen. Auf Wiedersehen.